Voilà, schönen guten Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen hier unten durch. Liebe Leute am Publikum, sind da heute ein paar mehr, aber sind aber die kommen mich später noch an den Ansatz. Und noch liebe Leute da draußen, die uns heute noch gucken. Ich meine, nur der Zeitumstellung vom letzten Weekend haben wir mal ein bisschen Luft gewonnen, aber es geht schon ein bisschen nächter. Ich will ein kleines Resümee machen, was zur letzten Sitzung los war. Auf einem Rund am Samstag, den 27. September, war das größte Freundschaftsfest für die 35 Jahre Jumelage mit unserer Partnergemeinde Siegelsbach zu feiern. Da war so ein Kado überreicht, gehen da greifen schon mal direkt 4, und zwar 2 Bilder, die zusammen gehören, wovon dann nur ein zu Siegelsbach hängt und das andere Teil Hannen steht. Da können das, wenn er nicht Fest dabei war, auch das Teil bewundern. Es gouf ein flotte Programm präsentiert, so Schëtter Musik, de Schëtter Gesang, an noch der Gesangverein Eintracht 1906 vu Siegelsbach Leiit Materiieren Optritter begeert a bestens ënnerhalen. Aufgeschloss gouf es feierlich Zeremonie mat engem Optritt vun der Coverband 24th Frame, die fir eng super Stimmung gesuercht huet an Leiit nach lang zum Danze brucht huet. Et war ganz wichtig Dach fir die zwo Gemengen, bei dem Freundschaft, den Austausch an des langjährige Partnerschaft am Fokus stungen. Die 2 Gemengen hu sich dann noch erneut Verspreche gin, fir regelmäßig gemeinsam Aktivitäten zu organisieren, an nach méi intensive Kontakt zu hunn, fir sech gegenseitig iwwer die Wender an noch Aktionen zu informieren. Sonders den 21. September huet Paar iwwechte Sider als Saint-Esprit op ihre grosse Rallye fir Gros Erkläng ervitéiert. Nom huet Gottesdienst an der Kirche zu Höchstadt huet e gemeinsam Diesem mat engem uschließende Rallye durch Dorf stattfand. Meint den 29. September gouf Präsenz von unserem Innenminister, dem Herrn Leon Gloden, der Jem Kaufmann für sein politisches Engagement sowie auch losing politische Pension zumindest am Centre Culturel geehrt. Sonders den 5. Oktober haben die Gring von 9 bis 13 Uhr am Centre Culturel ein Secondhand-Markt für den Verkauf von Kannersachen organisiert. Bei der solchen Stand konnte Kleider, Spielsachen, Bücher und noch viele andere Flotsachen zu kaufen. Eng woch mi spéit war samstes den 11. Oktober Moes bei bestem Hirchtwider op der Kircheplatz der Schëtter Mäert an no so den FC Minzbech die 3. Edition vun ihrem Quizowen am Centre Culturel organisiert. Aufgeschloss gouf es wegent mam National Junior Tournament, den iwwer de ganze Sonden an der Sportsaal stattfand huet a vum Badminton Club Schëtter organisiert gouf. Dënchtes de 14. Oktober huet am Kader vum Pakt vun Summenliewen e Bierger Atelier am Centre Culturel zu Minzbech stattfand, mat 94 verschiedene Nationalitäten, also ans Gemeng so multikulturell wie nach nie. Den Loch der Fokus op diesem Moment op Schwerpunkten wie die gemeinsame Integration oder dem verstärkten Zusammenleben. Et gouf sich an anderen mir folgenden Zügen ausgetauscht. Wie kann die Integration durch Lützeburger Spruch vereinfachen? Was kann der Benevolat bewirken? Wie können Bürger besser informiert gehen? Wie können als Lokalvereine zur Integration beitragen? Der Biergeratli hat das auch mehr große Succès gehabt, aber mat 40 Leute viel besser besicht wie die erste Köier. Wir hoffen nach op mehr Partizipation bei der nächsten Edition. Freitag, den 17. Oktober, gouf am Centre Culturel zu Minzbech der Film Operation Pauli gewesen. Operation Pauli also Film über den dramatischen Flucht von 4 Häftlingen, darunter 2 Lützebäuer, also einem Nierwelehrer vom KZ Buchenwald, der Regisseur vom Film aus der Mark Thomas. Für die geschichtlichen Recherchen zeschen sich der Mark Trosse verantwortlich und von den Hauptdarsteller aus dem Damian Poldorak. Sie waren allen 3 auf der Platz für den Film op Froh vom Publikum zu antworten. Weiter Redner auf diesem Moment waren der Fabian Flies, Präsident von der Union von Lützeburger Resistenzorganisation, und den Henri Fischbach von der Filmengelscher, die nach weiter Explikationen zum Film gehen hun. Wir haben noch einen großen Merci ausgeschwert gekriegt für die Flotorganisation von dem Moment. Sie sind darüber ganz dankbar. Auch hat Mark Trossen mat seine Leute eine kleine Ausstellung opgestalt, wo auch Stecker vom RAD-Lehrer vu Straßig zu gesehen waren, die sie davon tun. Und das hat auch ganz viele Leute interessiert. Da werden wir auch noch weiter Sachen zu dem Thema organisieren. Samstag, den 18. Oktober, war der nationale Kommemorationstag für die Resistenz vom Lützeburger Volk während der Besatzungszeit 1940 bis 1945 zu gedenken. 17 Uhr war die Präsentation von Mark Trossen seinem neuen Buch Grauzone. Weil ich da noch ein Bäumer holen, an Jackie will weisen, aber den dann auf der Gemeinde auch gratis kann kriegen. Das Buch können interessant Leute, ich habe gerade gesagt, gerade auf der Gemeinde sich kommen. Donnerstunden nach ein Gedenkmaß an ein Gedenkfeier und Programm. Hier gehen noch 2 Scherben bei der Gedenktafel an der Kirche, aber Monument bei uns auf der Platz niedergelöscht.
Der Schaffner Gemengerot se der Verein nach decke Merci wo geholle vun fir das wichtige Evenement zu feierlech zu machen. Den Dach trop sondes 19. Oktober huet Kulturkommission en kulturell Visit vun der Cité des Sciences a vum Heichwen zu Eschbelwal organisiert. Auch das Organisation war gut besicht mat 31 Partizipanten, do vun 6 Kanner, die sich fir die Sache interessiert hun. Gemeng Siegelsbach huet 16. Oktober e Video gedreht, die sogenannte Bahnplans Challenge. Ha goufe mir dann noch als Partnergemeng von hinnen nominiert fir das Challenge weiter zu feieren. Dat huet Chefrot net zweimal so gelos an huetlächte Mittwoch den 22. Oktober gemeinsam am Gemengerot Quatsche beim LernchtW vun der neuer Stroßrüge an Ruf zu Minzburg geplant. Das Flodaktion fand der ënner der Form vun eng Video an der Mediathek op unserer Internetseite. Mir hunn als Gemeng Schëtter uschließend Gemeng Weiler Tour nominiert, as sich schon op d Resultat gespannt. Lächen Donnerstech den 23. Oktober huet owe se Konferenz mam Robert Lewen am Centre kulturell zu Sandweiler stattfand. Das Konferenz stung dem Thema Klimawandel a Fake News, gëtt Verschwörungstheoretiker keng Chance aléier, wie du dech fir hun Desinformation schütze kannst. Organisateur vun dieser Konferenz war de SIAS. Samstag, den 25. Oktober huet d'ältere Vereinigung vu Schëtter eng Halloween-Party am Centre kulturell zu Minzburg organisiert. Kruten Kanner vu 14 Auer bis 18 Auer viel Animationun an noch ein Kannerdisco ugeboden. Sondes den 26. Oktober war dann un Luxemburg Allergy Network, wo en Halloweensball fir Kanner mat Allergien organisiert huet. Net mich spät wie gestoven huet de Forum fir Schutzerprävention am Centre kulturell zu Minzburg stattfand. Ha hunn Poli Lützeburg an der Spell Golden Me wichtig Rotschlägin wie sech as eng Familien nach besser schütze kann. Goufe folgenden Punkten thematiséiert, wie kann es sich für ein Abre schützen, wat soll immer wann du hem abgebracht gouf, wie kann es sich für ein Online-Anake schützen, aber eng Urlaubsstelle gëtt wann den op Druch gefallen ass. Weil die Informationen der Rotschläfande Internet sit von der Police www.police.publik.lu oder bei Golden Me op ihrem Internet sit www.goldenme.me. Was steht dem nächsten Programm? Sonntag, den 2. November, also an der Sporthalle, ein Grappling-Event, organisiert vom Schötter Jugendhaus. Das geht um 10 Uhr morgens. Nächsten Donnerstag, also der 4. November, findet auf der Fernpädagogik zu Schötter traulich brennen statt. Hier können ältere Amerikaner ab 15 Uhr auf den Hof kommen, an einer richtig flotte Aktivitäten, wie beispielsweise einem Geisterumzug teilnehmen. Den Erlass von diesem Mitten ist für guten Zweck. Der Weekend vom 8. auf den 9. November als Samstagmorgens nächste Schritt am März auf der Kircheplatz. Als Sonntag serviert Amikal von der Pomsche Minzburg Abele war auf ihre Buffet an der Centre kulturell zu Minzburg. Hier kann er sich nach bis der 4. November auf der Nummer 691 356 560 ummelden. Donnerstag, den 13. November als am Centre kulturell nächste Bridge Charity organisiert vom Tuk Vanatinis SBL. Der Startschuss als um 13:30 Uhr. Samstag, den 15. November, geht Musik am Kader von der Straße Kirmes am nur mit in den Himmelsmarkt spielen. Dann invitiert der Chefrote Gemengerot an Kommission von der Familie vom 3. Alter vom sozialen Urlaubs, den 16. November um Tag vom 3. Alter. Die konzerniert Leute goufe persönlich von uns zugeschrieben, als sie gebeten sich bis den 7. November bei einem Service Relation Publik unzumelden, entweder um 350 13 600 oder eben per E-Mail op relation.s.publik.s@chitronch.lu. Auch die Member von der Armee Peras sind herzlich auf dieses Event invitiert. Gemeng an der Armee Peras eieren diesen Tag auf diesem Tag als Bürger Bürger die 80 Jahre oder nach Mai routen. Freitag, den 21. November, invitiert der Fotoclub Schötter auf ihre Bourgeois-Lesovent am Centre kulturell zu Minzburg. Das geht um 19 Uhr mit einer Filmprojektion auf der Rees und dann einem anschließenden Buffet sowie einer Fotoshow mit Schötter Aktivitäten vom letzten Jahr von diesem Jahr. Ummelden kann er sich per Mail auf fotoclub.schötter@gmail.com. Oder beim Norbert Behm auf der Nummer 350 805, respektiv beim Herr Gast Antoni auf der Nummer 357 460. Den Tag drüber ist dann heute Schötter Kirmes, auch heute wird Schötter Musik nächste Stierverzeihen an ihren Himmelsmarkt spielen. Morgen sind sie zu Minzburg um Neujahrsten an zu Schötter NRW, und ihr wird nur mitten zu versieren an zu Erdschötter. Weiter Informationen auf Verschiedenes. Den 16. Oktober gute wir von der Association Aide aux Enfants Handicapés et Défavorisés de Luxembourg SPL mitgedeelt, dass 2026 lo keine Sammlung von alle Kleider schon geplant ist. Da gibt es ein internes Problem, was die Organisation angeht und noch was die Kosten angeht. Falls ihr aber fertig bringen sollte für 2027 ein besseres und umweltfreundlicheres System auf den zu stellen, da wird die Kollekte auch nicht regelmäßig gemacht gehen. Dann haben wir von der Chaussee Konfirmation gekriegt, wir haben das schon gesagt.
dass den Engagement lo do ass akkordéiert das an dass die Suen vum Racklage 132 iwwer 88.111,60 € und Gemeng zréck bezuelt ginn. Dann war die Lächke opkom, wie man de wie fir DW am Pratel do gestimmt hun, wie do mat Reso wären op de miste verlet gin, dat war ja de wie net hier gesinn op nofro hun Schneke konfirméiert krit, dats du kein Reso ze verlee sinn. So Dave vor man net, aber net den Erklärungspublik, wat den ugeht, können wir auch den rattrapieren am Frat. Also Servicetechnik an noch de Büro sind do formell, et brauche kein Resoen deplacéiert zu gehen. Dann wurde ich kleinere Tour gemerkt als Gesinn beim Komitee Decideur, wat de Budget partizipativ geht. Du hast so, dass ein Projekt, wir hatten 3 Projekte Rakrit nicht eligibel ist, weil den Konditionen von unserem Reglement nicht erfüllt, an die anderen 2 Projekte, nämlich irgendwo darum geht, für Ping-Pong-Stischer zur Verfügung zu stellen, für einen Schnitt federiert Leute, also nicht für Sportvereine, einfach für Loisir, dass man den Umsätze werden, da sind wir am Gangen zu gucken, die Tische rund zu schaffen, die dann an das Centre zu stellen. Und da gucken wir auch mit der Person, die das Projekt angerichtet hat, für ein bisschen Reglement auszuschaffen und zu welchen Zeiten das in das benutzen, mit dem Projekt lebt. An den zweiten Projekt, wo der Mond war, für eine Kilterwand abzurichten, also eine Wand wieder zu klammen. Da hat man uns getroffen am Komitee Decideur, aber der Person, die das Projekt angerichtet hat. Das ist nicht gerade so einfach. Und da gehen wir uns eure Projekt angucken an Korg, und dann gucken wir, was da alles muss von der Infrastruktur zur Verfügung gestellt gehen. Also das schaffen wir noch im Detail aus, und dann gucken wir, ob wir das Projekt können umsetzen. Voilà, der Rest hatte ich alles gesagt. Grauzone Buch, wie gesagt, der Gemeinde kriegen. Da wo ein Internet hat, wo dort könnt digital gucken, an der Mediathek, Fisch Media 2025-10-17, Grauzonen, Mark Drossen, Fander, das Buch an der Mediathek. Voilà, da kommen wir zum Ordre du Jour. Ich weiß nicht, Ah ja, pardon, wir kriegen noch Informationen. Enke vom Serge über den Sido an Tugdo und dann vom Nico über die Syndikaten, wo ich vertrete was. Ja, Serge fängt vielleicht an. Guten Abend von mir. Wir hatten ein Taskforce-Komitee von der Sidor, also von der Verbrennungsanlage vom Müll. Du war so, dass wir gleich kein Google gekündigt hatten, dass sie den Tarif für 2026 für den Gemenge müssen bezahlen absetzen. Der das so final noch nicht gemacht. Der Tarif bleibt bei 96 € pro Tonne. Die Decision für den Tarif darauf abzusetzen, als der rapportiert ab 2027, wo dann aber soll so sein, dass der Tarif wahrscheinlich abgeht, an von 105 € pro Tonne. Für das Budget rektifiert an den Budget 2026 unanimement approviert gehen. Ich meine, das sieht auch eine ganz gesund finanzielle Situation mit einem Resultat für das Budget rektifiert von 2025 total von 95 Millionen, und für 2026 sogar von 97 Millionen. Also sie haben genug Suen für wann die großen Investimente kommen, für eine neue Verbrennungsanlage zu bauen oder die zu modernisieren. Dann war auch Kommission de Surveillance von der UGDA an, wir konnten noch Subsidien ausbezahlt par rapport zum Schuljahr, also Schuljahr von der Musikshow 2024-25. Zum Finanziellen, also dann zu sagen, dass für Gemeinschaften 2024-25 hatten wir insgesamt Kosten, die wir bezahlt haben als Gemeng von 814.000 € rum. Und wir konnten los Subsid ausbezahlt von 470.000 €. So dass am Anfang den Undeel, die wir als Gemeng mussten bezahlt tun, war ungefähr 42,27%. Und für das die Information, dass das neue Schuljahr gut gelaufen ist, sind eine ganze Reihe Schüler beigekommen. Wir haben insgesamt 164 Schüler an den Individualkursen und 162 Schüler und Schülerinnen an den Kollektivkursen. Ein großer Merci und Monik, für das alles geriert hat, weil das Jahr war nach ein bisschen schwer für Ivra selbst zu finden, weil zum Beispiel länger an den Pianoskursen haben wir 51 Schüler. Op der Perkussion haben wir da 31, und ich meine, das sind die selber, wo am schwierigsten ist, für das alles zu organisieren, für das Frieden einen Platz finden, wo er kann mit seinem Professor oder mit seiner Professorin üben. Voilà, ich meine, das waren die 2 Informationen, die ich mitgehen. Merci Serge, und dann gebe ich Nico das Wort gehen für über den Syndikaten. Ja, auch guten Abend alle Guten. Ich wollte kleine Feedback geben über die 3 Syndikaten, die ich vertreten.
also als Gemeng vertreten, dat das erstens de SIDERE, de Wasserversorgungssyndikat vom Osten vom Land. Do gut de Syndikat een Schreiwes vom Wasserwirtschaftsamt an noch vom Hochkommissariat der Protection national fir zu gucken, wat ze könnte machen, fir Resilienz von dem Syndikat zu verbessern. Dat Hestaat mir gesehen, wat der Welt las, mir gesehen, wat immer geschieht von Attacken, von Risiken, die auf uns zukommen, wat Zivilinfrastruktur nu belangt, an dafür als eng Reflexion am Gang iwwer de Sujet an de Syndikat als also Geburde gehen, do Propositionen zu machen. Eng echt Konklusion, die gezugin ass, mir brauchen mal eng Person, die sich mat der Materie aufgeht. An dafür as Organigramme vom Syndikat remaniert gehen, an das desideiert gehen, Spezialist anzustellen, den es kennt von der Materie an den Syndikat, an dann wahrscheinlich auch all die Gemengen, die am Syndikat sind, fährt beraten für Sicherheit und Resilienz zu verbessern. Ich meine, wenn wir schon die Sujet wenn ich die Sujet schon ausschwätzen, da wäre doch interessant, dass man als Gemeng mal selber eine Evaluierung darüber machen. Wir haben Quellen, die sind geschützt, aber wir müssen uns auch vielleicht vorstellen, ob wir nicht nach der den oder der dann muss mehr machen, für wann ein es geschieht, dass wir dann die Kontinuität vom Service können garantieren. Dann ist an dem Syndikat auch Nomination von einem Receiver gemerkt, in den lo Fulltime ist, für Receiver für den Syndikat, in einem halb zeitlich zur Verfügung stehen. Und da wollte ich auch hervorheben, dass Derbichten neuen administrative Gebäude am Murtendal, Site vom Sigere, das geschieht auch an Zusammenarbeit mit dem Sigere, der Bau von dem Gebäude, dass die Erbichte weitergehen. Und da waren du hast im Moment in der W von 6,6 Millionen, den gestimmt gehen hast, also so die für den Bau von dem Gebäude zur Verfügung stehen. Da wollte ich auch wieder so über das SIDES, den Aufwassersyndikat. An dem Syndikat, an dem Komitee sind immer ganz viele Personalentscheidungen, die geholt gehen. Personal wird dargestellt oder Personal wird fortgeht, da will ich aber nicht darauf eingehen. Wichtig sind Konten. Ihr wisst, die Syndikat hat wie die Gemeinde auch ein Budget ordinär und ein Budget extraordinär. Für 2024 wird die Beteiligung von unserer Gemeinde belangt, sind 873.000 € ausgegeben. Am Rektifier von 2025 sind es 823.000 € und am Budget von 2026 839.000 €. Also für den gewöhnlichen Budget ordinär und dafür den außergewöhnlichen Budget, also am Rektifier von 2025 sind 2 Millionen vorgesehen und am Budget von 2026 3 Millionen. 3 Millionen an die 2 Millionen, wo könnt ihr hier, das ist eben der Bau von der Kläranlage zu übersieren oder den Ausbau. An der gesehen, an letzter Zeit in der Zeitung war ja eine Ausschreibung annonciert für den Ausbau von der Energieversorgung von der Kläranlage. Dann ein paar Worte über die SIGI, das Syndikat, die Informatik von praktisch allen Gemengen am Land organisiert. Du hast das Budget auch festgehalten für 2026 und da fallen da Kosten von 139.000 € für uns Gemeng un. Der SIGI hat auch ein flottes Projekt präsentiert an seiner letzten Komiteesitzung, nämlich ein neues digitales Arbeitsinstrument für die Gemengen, was Workflow heißt. Ich meine, die wissen an der Informatik daheim sind, die wissen, was das dort heißt. Gemeng Erst, die hat bislang mit dem Instrument geschafft, und hat doch mit dem SIGI einen Akkord getroffen für ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit dem Projekt allen anderen Gemengen am Land zur Verfügung zu stellen. Es geht bei dem Instrument darum, den Fluss von den Informationen zwischen den Mitarbeitern von der Gemeinde zu verbessern. Ihr wisst, an einer Gemeinde kommen viele Informationen ran, die müssen trätiert gehen, da müssen die Informationen zwischen den Mitarbeitern échangiert gehen, und da müssen noch Konklusionen geholt gehen und müssen Decisionen geholt gehen. Und der ganze Fluss, der kann immer so ein Instrument verbessern. Es kann noch die Visibilität über den Fortgang von Projekten verbessern. Also kurz resümiert, eine bessere Verwaltung von der Information an der Gemeinde, an zwischen der Gemeinde, an der Bürger, an der Gemeinde verbessern. Voilà, das wäre ein kurzer Resümee von dem, was an den Syndikaten gelaufen ist. Merci. Merci, Nico. Ich will just gleich auf den Punkt zurückkommen vom Wasser an der Resilienz. Ich meine, wir sind im Moment effektiv am Gangen, auf vielen Niveauen aufzustellen, dass wir
resilient sind, dass man die Informationen regroupieren, dass denen Leute, die sie brauchen, noch zur Verfügung stehen auf verschiedenen Kanälen. Das wann ging wie an der Leiche geschieht war Kommunikationsnetze ausfallen und so weiter sind aber rund die Donne in Druck könnt noch gerade beim Wasser du Hummer schon haut ich mein, muss drüber vielleicht eng Max bei du geschwar kommen wir nach einer Überlegung op dem Dsch man den meist noch gerne beschäftigt mir gerade beim Wasser schmengen hun du war der Safetyplan an mir hun auch immer verschiedene Optionen wie immer als Trinkwasser zu können garantieren ich mein mir hun nuschloss und Seebas wir können als Quellen ganz vom Reso holen wir können da rumgedreht machen oder Quelle fuhren oder Seebas vom Reso holen an mir hun nach en zweiten Uschloss auch op Niederan, wenn du hin für auch von der Seite Wasser zu kriegen, was so Infrastrukturprobleme wären. Du mengen ich, dass man schon ganz gut abgestaltet sind, wenn ich nach du kann Sache verbessern, dann schaffen wir auch dort und dann ich meine, du hältst du auch dann umlaufenden. Voilà, das zu den Punkten immer zu da so kommen wollte ich den Gemeinderat nach ervitieren, wenn wir fertig sind. Heize bleiben wir hatten paar Themen Martinen zu beschwätzen als nicht formelle wie klo wat man aber gegen machen wann Kamera schon aussehen dann wollte ich schon de Jules mir nicht zeigen dass sie nicht können könnten oder ja, und sie nicht krit dafür da guckt er dann enke da werden Jules sauber entschuldigt an der Progression gehen und das sagst oder yes sagst oder du hat doch geklärt merci und dann fängt der Wort um am Welt Nico voilà da kommen wir zum ersten Punkt Environnement et Développement durable. Da ging Doris Bauerreis, dann herzlich nur 3 begrüßen, das Programm von der Station Biologique vorstellen, von den Aktivitäten. Ich meine, das ist ganz wichtig, dass wir auch darüber schwätzen. Da können wir auch alle Fragen stellen. Wenn aber auch andere Fragen zum SIA sind, dürfen die auch gerne gestaltet gehen. Ich meine, die sind auch nicht so schlecht platziert, für eventuell da können darauf zu antworten. Voilà, Doris, du hast das Wort. Merci. Hol auch de Mikro wann schlift weil so Leute doch dabausen neicht merci. Kann ich denn noch rein? Alla, kannst du mir helfen, wie ich hier rauskomme? Voilà, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Merci vielmals für die Invitation und dann stelle ich die kleinen Startschwierigkeiten. Mein Name ist Doris Bauer vom SIAS und wir sind den Noven zu Drittteil, den Loic Hellers, er Naturparkbüro, da ist dabei, an den Tom Dalla Melina, auch ein Matarbeiter aus der biologischen Station. Ich sehe normalerweise für ich kurz das Budget an eine kleine Übersicht, die wir da die wir so über die Tür machen, zu bringen. Ich fasse mich dafür ganz relativ kurz, weil eben nachher bis Hand druckend. Ich fange mal direkt mit den Arbeiten an, die budgetär mehr wichtig sind.
schon nicht Lummel Dabichten zu Summen gedrohen, dem er 2025 bis 26 Lummel, also bis 26 der Tisch einfach nur diese Wand da geplant, respektiv schon gemacht und seit Ugangs 2025. Du Humanei Urbsbeem, Malafbeem gepflanzt, 71 Stück an der Gemeng. Dann Hummer Beem geschnitten, da sieht er da so große Monte, 731 Stück. Und da sind eben ganz viele Jungbeem dabei, weil wir an den letzten Jahren ja, wir hatten ein Fondsprojekt, wo wir Neubongerten ugelöscht haben, wo ganz viele Jungbeem gepflanzt sind. Und die brauchen natürlich an den nächsten 5 bis 10 Jahren brauchen die ihren Entretien, muss ich gucken, dass sie erstens gut kommen. Sie brauchen einen Erziehungsschnitt, muss ich gucken, ob der Käfig, weil Feld dran ist, ob den nach an der Reihe ist, die Baumscheife muss abgekappt gehen und so weiter und so fort. Da sei es eben ganz, ganz wichtig, dass den Invest, den du gemacht hast, dass den noch sozusagen, oder wortwörtlich Friechten dreht, dafür als den Entretien von so Sachen auch immens wichtig und dafür ist die Zulde auch so hoch. 80 Meter Heck sind neu gepflanzt gehen, an mir haben auch 2 Kilometer Heck geschnitten. Du hast ob mansten Drittel von denen 2 Kilometer, die sind so abschnittsweise auf die Stadt gesät gehen, weil das überall das Hecke waren, die wo Gefahr besteht, dass also Nebrischen einfach für sie zu verjüngen. An laut Naturschutzgesetz darf man auf der gesamten Länge ein Drittel machen und dann altret Jahr führe ja Mesure mit denen Hecke führen. Voilà, da kommen wir bei dem Budget, das ist den Naturschutzbudget. Normalerweise, also das Budget vom SIAS ist ja noch nicht gestimmt, das findet nächste Woche statt, dafür hatte ich dort noch nicht alle gut. Aber da sind im Prinzip die relevanten Naturschutzdaten, auch die für die Gemeinde Schütter. Da habe ich am Blauen abgezählt, was das Budget vom SIAS ist und auf der anderen Seite, was am Fongol Ehren-Undel dann darunter ist. Den Post der biologische Station, das sehe ich am Prinzip Personalkäste von der Matarbeiter von der biologischen Station. Da gibt es ein Budget am Umweltministerium von 347.000 Euro. Die geht also anhand von der Fläche vom SIAS respektiv für seine Gemengen zugedeelt. Die geht ja gleichmäßig abgedeelt über all die anderen Stationen, die anderen Feier, die auch noch am Land gibt. Du lehnt Gemengen dann 50% bei, sodass die Biostation das Jahr 695.000 Euro Budget hat. Das wird dann natürlich aufgerechnet, ob Ehren-Undel anhand von der Fläche von der Gemeinde Schütter, das sind ja gut 16 Quadratkilometer, sodass Ehren-Undel 11.842 Euro und dem Post der Biologstation ist. Und dann kommen wir bei den nächsten Posten von der praktischen Naturschutzarbeiten. Das sind eben all die Arbeiten, die draußen um Terra stattfanden, Beem schneiden, Weihren ulehen, alles das, was den eben draußen möchte. Das wird finanziert, zum guten Teil finanziert über das Reglement von 2019. Da das so ein Subsidereglement, wo es unterschiedliche Tour für Subside für unterschiedliche Sorten von Arbeiten gibt. Du haben ja als insgesamt ein Budget mal von 1.450.000 Euro veranschlagt. An mir froh beim Umweltministerium 791.000 Euro. Das ist ganz klar, das Budget ist das Jahr massiv an die Lut gegangen, eben weil man, ich weiß nicht, kommen wir nur noch auf die Fondsprojekte zu schwätzen, weil man immens viel neu kreiert tun und das muss eben auch, da muss eben auch ein Entretien stattfinden. Dafür haben wir es getraut, da auch das Budget an die Lut zu setzen. Aber wenn wir dann Riverarbeit-Gemengen Schütter gucken, du siehst da, dass den Undel oder das Subsidienundel vom Staat 45.700 Euro ist, für die Gemengen bleiben dann nach 38.000 Euro 50. Sodass wir für 83.000 Euro Kind in Hai an der Gemeng schaffen. Die Budget, den die Gemengenundel, den ist an die Lut gegangen im Vergleich zum letzten Jahr, da waren wir bei 5.000, 6.000 Euro. Weil wir aber gesehen, dass wir an den Entretien von allem dem, was wir kreieren, wirklich viel mehr müssen investieren. Haben wir am Schäferrot vorgestellt, ob man nicht einen Teil von dem Beitrag, den Gemeinde Schütter muss leisten, auch von dem Monto, den Gemeinde auf Basis von der Zertifizierung durch den Naturpakt, die so in die da kriegt, ob man da auch einen Teil davon können finanzieren.
Voilà. Also dat de Gemengenundeel bei 40.000 oder bald 50.000 Euro wäre für 2026. Genau, an der Rest könnt eben vom Staat. Das sind aber nicht die einzig Einnahmequellen, die man als SIAS haben. Ich hatte letztes Jahr mehr im Detail über die Projekte, die finanziert gehen über den Umweltfonds vom Staat. Da sind Projekte, wo sie immer sogenannte Call machen, also wo sie Biologistationen oder auch andere Akteure am Land abrufen zu einem bestimmten Thema, den natürlich prioritär auch am nationalen Naturschutzplan steht, Mesuren auf den Terrain an ihrem Gebiet durchzuführen. Und du siehst einen Überblick über die Projekte, die wir seit 2019 angeleiert haben. Die ersten 3, die laufen diesen hier aus, also die von den Bongerten an die vom Artenreichen Grünland, die sind sozusagen schon aufgeschlossen. Da gibt noch ein Teil, Beam an Hecken über den Biotopverbund gepflanzt, das sind Wander. Und da sind die Projekte fertig. Mit die sieht, da sind eine ganze Reihe neue Projekte, die dann nur kommen. Da will ich vielleicht dafür hier den von den Strukturelementen. Da haben wir 5,9 Millionen Euro über 5 Jahre zur Verfügung. Den ersetzt am Fondsgehol die bongerte Projekt an den Biotopverbund-Projekt. Das heißt, da sind alles dran, was neue Plantationen angeht, von Hecke, von Beem, von Bongerten und so weiter. Wir können Drische Mauern anlegen, wir können Stehcape anlegen, Zengo-Priechten für Randstreifen anzulegen und so Sachen. Das sind all die Sachen. Und das sind ja am Fondsgehol auch Sachen, die ich irgendwann noch immer am Naturpark zugutekomme, weil da den Undeel von den Strukturelementen auf der Gemengefläche dadurch auch erheben könnt. Ein anderes größere Projekt als die vom Vertragsnaturschutz mit gut 1 Million Euro über die nächsten 5 Jahre. Da das eine Überlegung vom Umweltministerium, wir brauchen mehr Flächen, die in einer sogenannten Biodiversitätsvertrag schlafen. Die Bauern ja freiwillig können aufschließen, wo sie extensiv auf ihre Wiesen oder auf den Acker schaffen. An das am Fondsgehol gedurcht, dass man da von der Biologstation die Kontrakte mehr promovieren, an Bauern mehr sensibilisieren, aber roden, wo so Verträge nach für sie aufrufen. Da gibt am Fondsgehol eng Tage pro Jahr an der biologischen Station darüber finanziert. Auch da also wichtiger Punkt für die Gemengen, weil all die verpacht ja auch Gemengen Terran. An am Kader von Naturpark wird ja auch, das ja auch honoriert, wenn die gewissen ökologischen Kriterien in allein die Pacht verträgt. Und das klappt ja in der Gemenge auch ganz, ganz gut. Weil du siehst ja nach dem Projekt Amphibien, du geht hauptsächlich darum, um Wehren an so Sachen umzulehnen. Und voilà, ich gehe dann mal einfach weiter. Dann hatte ich letztes Jahr gezählt, dass Schütter wirklich am SIAS ein Hotspot ist vom Stegholzbestand. Da das auch das Jahr so 4 Uhr gegangen, wie der Unterlin könnt gesehen. Hier ist mal ein Detail für die Gemeinde Schütter. Die gesehen, wir hatten 2 Brutpaar mehr, wir waren dabei 5. Wir hatten Mann Junker und da tut einfach in dem relativ nasse kahlen Freijahr gelegt, wo dann für sie mehr schwer ist, für die Klänge groß zu kriegen. Mir aber weiterhin fand ich die Projekte ganz, ganz positiv. Und ich denke an all die Bongerten, die wir anlegen, all die Bauerbetriebe, die nachher Fedo bauen, und das könnte der Art alles zugute. Da wollte ich euch kurz auf ein neues Projekt hinweisen, und zwar die von den AK Wöldkreider. Die wisst ja, dass wir als biologische Station dem Staat sollen helfen für all seine Ziele aus dem nationalen Naturschutzplan, was ja zum Teil auch europäische Verpflichtungen sind, umzusetzen. Und da geht es eben auch darum, für eventuell eine mehr extensive Nutzung von den Ackerflächen zu realisieren. Und dafür haben wir mal vielleicht mit Naturpark zu eine Kartierung, die wird ganz gemeng gemacht, wie ein Kreider, Wöldkreider, die vom Aussterben bedroht sind. Also es geht nicht um Düchteln oder um Ampfer, aber es gibt eine ganz große Panoplie von verschiedenen Kreiderarten, die ganz gezielt auf den Acker 4 kommen. Wir haben geguckt, was es nachher in der Gemeinde gibt. Das sind eben Kreider, die wirklich nicht viel brauchen, die auch darauf angewiesen sind, dass der Boden heinz da umgebracht wird, also dass der wirklich beackert wird, die sich da eng nicht gesehen schon. Und dann habe ich schon mal einfach abgezählt, was du von Resultaten dabei rauskommen hast. Ihr seht, du sind Arten, die auf der roten Liste stehen, und auch wie zum Beispiel beim Ackerziest,
den das 60 Jahre lang nicht fand, gehen wir hier an eine Gemeinde Schütterhummer fand, dass die Planz links selbicht wie die Mauer Gipskraut, das ist ganz, ganz zählendes, und noch auch die Kronwicke. An hier sind da nachher pur abgezählt, die auch hier zu Schütterfond gehen sind, die relativ seele sind. An voilà. Damit kann man enkel weisen, wenn man Gelegenheit kriegt, für genau zu gucken, da den noch viel findet, da den noch viel mehr über Biodiversität kann aussauen. Andererseits man dann noch vielleicht ein Argument bei Bauern, die sowieso schon extensiv schaffen, vielleicht auch noch einen Biodiversitätsvertrag können aufzuschließen, weil sie am Prinzip schon en faveur von den Arten schaffen. Voilà, das war zu weit von meiner Seite. Loik gibt noch mehr im Detail an den Naturpark agoen, außer es wäre noch froh und von ihr um mich. Merci Doris, du kannst vielleicht noch dabei sein, dass die Pflanzen eben noch aufkommen durch die Mesuren, die geholt werden, durch Biodiversitätsverträge und so weiter. Sie kriegen eigentlich nur eine Chance, die Summen, die am Boden, und die kriegen noch eine Chance, für dann noch zu wissen. Dafür haben die gute Resultate. Also das ist am Anfang ein Beweis dafür, dass die Mesuren funktionieren. Leider nicht, was ich noch vollzogen, das ist mal aber kurz ein Fall. Vielleicht fällt man mich später ein Jahr an, ich gebe dann aber mal gerne den Loik Hellers da begrüßen, wie du es schon gesagt hast, also Naturpaktbüro da, hallo wesentlich, mein Budget, der geht an Blut, das Budget von SIAS, auf der anderen Seite kriegen wir aber auch mehr Suchen ran, über den Naturpakt, da kann der Loik mehr dazu sagen, als selber zertifiziert Gemeng vom Naturpark kriegen wir da mehr Suchen ran, wie das, was den SIAS als Kasper Männer wollen noch andere Mesuren, ich meine, das ist nicht der einzige, was man machen, was die SIAS lebt am Naturschutz, wir wollen den rein budgettechnisch guckt, sind wir aber da noch an den schwarzen Zöllen und nicht an den roten Zöllen, aber schwarz auch eigentlich für ganz bescheidene Beträge nach, die man hier aufwendet. Voilà, Lohne Stadt gesagt, Loik dann zu den Informationen. Merci. Na dann guten Abend. Ich wollte dich kurz sagen, wie der Mann mit der Gemeinde Schütter eben ausgesehen hat, wie sich eben was alles gepackt in letzter Zeit. Also, wenn ich bedenke, 2023 war die nächste in der Gemeinde Schütter, du hast Basiszertifizierung gemacht, 24 Bronze, also 25 schon mal eben selber Zertifizierung gekriegt. Und das war mit 61,8%. Muss ich ja wohl sagen, Stand der Gemeinde Schütter sind wir bei 50,40. Das tut aber auch ganz einfach Grund. Wir haben am 1. Juli einen Katalog gekriegt, wo sich still was Mesuren beikommen sind, die was sich Sachen geändert. Und da so ist nicht alles für euch angepasst. Es sind just 2 Mesuren, das sind ungefähr je 6 Punkte, wo ich 6 Punkte Margin hat, wo ungefähr 2,5% fort sind. Aus dem einfachen Grund nicht, weil die Gemeinde nicht tut, weil ich nicht genau weiß, wie ich soll evaluieren. Das ist aber nicht, was sich gefährdet, auch dass der selber Zertifikation dazu gestracht geht. Da muss ich auch keine Gedanken machen, die bleiben noch immer bestehen. Wir haben ganz Jahr dann Zeit, das ganz abzuschaffen. Da muss man noch gucken, wie die Mesuren evaluiert müssen gehen. Das ist auch nicht nur zu Schütter der Fall, das gilt auch für alle Menge andere 7 Gemeinden, also für alle Menge rechtlich andere 6 Gemeinden, die ich noch betreuen, da habe ich genau nämlich das Problem. Wie man weiter von aus Lomol provisorisch, das meistens schon da stehen, dass wir 2027 eventuell Goldzertifizierung daneben kriegen. Verpflichtung, die Gemeinde eben hat, wenn sie selber Zertifikation hat, als dass sie alle Jahr 0,5% muss klammen. Das sind 2 Punkte am Jahr. Das ist nicht schrecklich viel. Aber bon, weil dem hier stimmt, doch mich schwer, die Mesuren umzusetzen. Was ich genau will machen, das weiß ich nicht genau. Und dann eben jetzt sieht alle gut, SIAS-Gemengen, die am Naturpark eben ein Teil von uns betreut gehen. Das sind zum einen haben wir dann eben 2 Silbergemengen, das sind Schütter und Batzda, mit 6 Bronzegemengen, 8 Basisgemengen und 3 Gemengen, die aktuell keine Zertifizierung haben. Und die 2 Farbigemengen, die sind zum einen, sind die Gini nicht von einem SIAS Naturparkbruder betreut. Und die andere, das sind eine andere Gemengen, die aktuell noch nicht am Naturpark eben machen möchten.
So, was tun mir dann die letzte Zeit eben gemacht, wo man mich um 24, 25 viel beschäftigt hat, das war dass ich eine Abnahme von den Geringflaschen an der Gemeinde Schütter gemacht habe. Das ist schon beim Wiesen, Stauden, also wirklich von all den Anlagen, wo er Gärtner da schaffen, abgeholt. Du greifst nicht aber nicht so viel für den Tom, den du nur von der Schwätzen, den erklärt ich ein bisschen mehr im Detail. Aber da ist eben ganz viel Zeit drauf gegangen und dann hat das letztes Jahr oder was das ist genau hat ein checklist PHP an noch für gemeinliche Gebäude gestimmt hat ganz war zum beim Klimapakt hat das online ganz stark weiterbrot an da wie Doris eben schon so mir hat auch last Jahr ein Ackerkartierung gemacht an du war eben ein Deal schon ein gemacht gehen das waren Algo die Flaschen die am orange Bereich sind das ist alles am Natura 1000 Gebiet die sie gemacht gehen. Und dann sind eben mit den Subventionen, die am Kader vom Naturpark eben rauskommen, sind heute das Naturpark-Team décidiert, dass wir Algo die anderen Akren, die nach so an der Gemeinde sind, nicht geguckt haben, dass wir die eben auch abholen und die haben uns dementsprechend noch geholfen, für die Silberzertifizierung auch zu kreieren. Und dann ist noch etwas anderes. Wir hatten noch eine Formation gemacht, zusammen mit der Gemeindekonto, respektive Gemeindekonto aufgehalten. Und das geht aus dem Gange, wie mehr Schmeng Flaschen am urbanen Raum ökologisch. Das heißt, wenn der Lummer Unternehmerischen für das gut, aber wenn der Wiesen hat, die vielleicht ein bisschen krass wie lang steht, bis zum 15. Juni oder mehr lang, innerorts von der Gemeinde, da besteht das offen mit dem Problem, dass ein nämlich gute Nummer Unternehmerischen durchkommt. Und die Gemeindekonto, die hat einen Mähbalken gekauft. Und das ist umfang ganz einfach sie, deswegen Scheier, die einfach wissen, die da mäht. Und dann aus der Jana-Maschine, die auf der Ritzer-Foto sieht, das ist ein Schwader, die der Gemeinde konnte in dem Fall vereinfacht, eben Krase bekauft zu scheren, für das du nur kann besser auftransportiert gehen. Das war ein Aufruf von der Gemeinde Schütter, von den Arbeitern, dass sie mich gefragt wie das kann machen. Und ich hatte zusammen mit der Gemeinde Konto organisiert, und da war auch die Gemeinde Weiler mit dabei. Und da steht mein Jolo am Rahmen, dass sind Julie Valide aus dem Mehlberg genommen zu Kaffee eben auch vereinfacht, für die Flasche ein bisschen mehr einfach können zu mähen und doch die ökologische Mäh zu erhalten. So, was planst du als nächstes mal dir? Weil auch den Tom werde ich gleich erklären, was du genau hast. Wenn ich da weiter Projekt umsetzen, da könnt ihr am Naturpark auch noch mehr Punkte. Dann hast du die Mesure mit den Infrastruktur wild lebendieren, da das noch kein Fullen und noch kein Fledermaus, das eben so Insektennisthilfen an Schläferköchen, Igelsköchen und so Sachen. Da habe ich 20 weitere geplant, da könnt man 2 von 3 Punkte kriegen. Und da bleiben dann noch 34 übrig, die ich nach do bei der Mesure hat, für dann eben ganz Mesure aufzuschließen. Und da will ich nicht mehr mal zu Insektenstämmen schaffen, wie ich das dabei schon gemacht habe. Da geht da vielleicht auch drin mit Haselmaus-Nisthilfen oder man einfach so Totholzstamm zu machen. Ich meine, wir beim Sie so einen Totholzstamm am Staudebeet leihen, du läufst die ganze Zeit die Eidechse rundherum, das wäre auch etwas, was ich in der Gemeinde Schütter will probieren. Und dann hast du noch etwas, wo ich mal angefangen habe zu schaffen, das ist ein Managementkonzept von all den Flaschen an der Gemeinde. Am Offenland, das betrifft in dem Fall nicht nur Pachtverträge. Ich meine, Gemeinde Schütte da noch viel so ganz Kleinparzellen und damit Kleinparzellen, die vielleicht noch nicht bewirtschaftet gehen. Und da geht es eben darum, Rest von, okay, was kann ich machen? Kann ich einen Baum drauf machen? Kann ich eine von den Mesuren machen, die Doris sich für drin nimmt, für Strukturen daran zu kreieren? Und da schafft nicht nur mal darum, dass das wird ähnlich aufgebaut, wie das Tommy vorstellt, eben just nicht mehr für das Offenland. Dann haben wir noch paar Pachtverträge, die man dann noch aufschließen, dass man dann noch weiter Punkte daneben kriegen. Immer an Summen habe ich mit der Bewirtschafter, ich meine, von Anfang an hingeführt, das werden wir weitermachen. Und dann ist eben eine neue Mesure, die vorbeikommt, ist das Starkkriegenereignisse. Da geht es eben darum, dass in Zusammenhang mit der AG ein Starkkriegenkonzept ausschafft. Ich fand es richtig am Kapun. Ist das schon Teil an der Gemeinde Schütter am Gange, aber ich kann das Konzept recht validieren, wenn es dann eben ganz aufgeschlossen ist. Und du gedacht an den Katalog mit Mesuren und so soll das nur aufgebaut gehen, dass ihr eben weiter könnt, weil den du mehr davon umsetzt, weil die mehr Punkte kriegen. Das sind aber nicht alle Mesuren, ich meine schon Mesuren, die eben alle Jahre immer rumkommen oder wo sich Sachen ändern, wie Geringflaschen, Gluten, Maßnahmen am Busch. Das ist die fallen auch nach dem dran, für zu gucken, wie man da weiterkommt. Also just damit das ein Überblick hat, was da für konkrete Sachen aussteht. Voilà, weil du noch sonst kein Froh mehr sind, da gebe ich das und Tom weitergehen, den ich dann den Geringflaschenmanagement der Gestaltungsplan feststellt. Ja, bei dem Punkt sind wir noch nicht. Ich wollte merci so für die Präsentation.
Ich meine, da ist gesot von 21 Seersgemenge sind der 19, die den Naturpark mit einem Naturparkbüroder beim Seers machen. Wir haben 3 Naturparkbüroder und das ein Gemeng, die dezidiert hat, das eben mit einem externen Büro zu machen. Und die andere Gemeng ist nicht am Naturpark. Aber das ist aber Mengen Informationen noch dezidiert, die müssten aber an den Naturpark auch dabei kommen. Und dann denke ich, dass die auch Naturparkberodung mit dem Seers machen. Voilà, du hast gesagt, was für Mesuren noch stehen. Ich meine, wir haben noch des Projekte, wo wir kompensieren müssen oder müssen, für den Velosweg zu bauen. Und da war Teselmaus ein Thema. Das wäre ein Terrain, den ich gerne proposiere, für dann noch die Nisthilfen zu aménagieren. Schon denke ich auch mal mit Alex darüber geschwärzt. Okay. Voilà, sie sonst noch Frohe. Frohen zum Sias. Kein Frohen, Leute, da so nicht dir auch vielmals merci. Und da kommen wir zum Punkt 2, über den Punkt stimmen wir nicht auf, über den nächsten Punkt müssen wir aufstimmen. Und da ist eben die Präsentation vom Geringflächenplan, den dann drum der Malina dann abgestaltet hat, mit Eisenservice auch zu summen, den ihnen da vorstellt. Da leider am Dossier auch ein Avis von der Umweltkommission dran. Da ging es auch kurz drüber gehen, Tom, ich meine, die Umweltkommission wurde ganz pertinenten Avis gemacht. Aber das ist immer schwer, wenn ein Avis möchte, um ein Dokument, wo ihr nicht mit den Leuten zusammen schafft, die Dokument ausgeschafft. Und ich meine, da sind Informationen zur Verfügung, wo sie vielleicht rein zur Konklusion gezogen, die mir vielleicht dann nicht so gesehen haben. Tom wird das auch kurz belichten. Voilà, Tom, Schrift. Merci. Guten Abend noch von meiner Seite. Ja, wie schon nur geschwärzt, gebe ich den Geringflächenmanagement und Gestaltungsplan vorstellen. Vielleicht auch sehr schnell ein bisschen da dann die Kader setzen. Wie du schon gesagt hast, haben wir über die letzten 2 Jahre die Geringflächen an der Gemeinde kartiert. Das heißt, wir wirklich alles, was öffentlich Geringflächen sind, an ein Programm abgeholt. Den Programm den nutzen wir für die ganze SIAS. Das heißt, allgemein hat auch selber Zugriff drauf und die können wir da schaffen. Das heißt, das wird sowohl nur ein Tool sein für die Gemeindegärtner, für die Flaschen zu verwalten, für den Servicetechnik, für die Flaschen zu verwalten, wie auch ein Tool für uns, für die ökologische Umgestaltung von der Geringflasche weiterzutreiben. Habe gesagt, wie das ausgesagt, also du sind verschiedene Farben an die verschiedene Flaschen. Und du sind eben Beben abgeholt, Sträucher abgeholt, auch Nisthilfen abgeholt, Dachbegrünung aus Mod abgeholt, für wirklich alles, was Flaschen oder Strukturen am öffentlichen Raum sind, für die Mod an dem Programm dran zu haben. Ich habe gesagt, ein bisschen mehr im Detail, wie das ausgesagt. Ich meine, ich habe gesagt, noch ziemlich gut, dass es ziemlich aufwendig war, für die Daten abzuholen. Und die Idee ist eben noch drunter, dass es immer aktuellen Stand gehalten wird, dass sie wirklich ein aktuelles Bild von der Geringfläche an der Gemeinde hat. Genau, auf Basis von der Kartierung habe ich ein Dokument ausgeschafft, das ist eben den Management- und Gestaltungsplan. Du hast die Idee drin für auf der einen Seite den aktuellen Stand von den Geringflächen. Also wie viele Geringflächen hat war das auf den Geringflächen drauf, wie viel Beem hat was die größere Chronik ist davon an meiner Woche geguckt. Zum Beispiel bei der BM wird geguckt, wie viel Prozent sind einheimisch oder auch bei der Geringfläche gibt eine gewisse Gewichtung, die vom Umweltministerium vorgehen aus, wo wir da können eben nur dem Plan, also nur dem Dokument dann abschätzen, ob Geringflächen naturnah sind oder eben naturfern. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eben für ein an einem Dokument festzuhalten, wie die Gestion von den naturnahen Geringflächen soll aussehen. Du sind eine ganz Reihe verschiedene Typen von Geringflächen, die an dem Dokument abgelöscht gehen, wo dann noch eine konkrete Anleitung aus für die Gestion soll davon sein, für sie eben an einem ökologisch wertvollen Zustand zu halten oder so an den ökologisch mehr wertvollen Zustand zu versetzen. Und den dritten Teil ist im Endeffekt ein Propos mit verschiedenen Flaschen, die kann ökologisch umgestalten, die aktuell keinen großen Wert für den Naturschutz haben. Ich habe gesagt, du hast einen aktuellen Stand, also der einen Seite, also genau, das sind eben 2 Mesuren noch am Naturpakt, wo du dann Punkte kreieren. Das heißt, du gesagt, auf der einen Seite öffentliche Geringfläche, wie viel Prozent davon aus naturnah, wie viel aus naturfern. Da steht ja eigentlich ziemlich gut durch. Ich meine, man denkt von den Seersgemeinden, die am besten durchsteht aktuell, aber die sind noch nicht bei 100%. Also
wahrscheinlich wird doch kein Gemeng auf 100% kommen mit sind auch paar Flaschen die kann umgestalten dafür das Dokument ganz sinnvoll eben dann zu erstellen und ja genau du seid in einer Abteilung also das sind Undelu Wissen dann ist ein Undelu Streicher wo gegucken und dann auch Duplanzungen also alles was Saisonsplantationen sind oder Staudebeete genau. Und dann auf der anderen Seite hat eben noch Beem oder Gehölzer an der Gemeinde das sind sowohl Streicher wie auch Beem und du gesagt den auch also du musst 75% von den Gehölzer sollen einheimisch sein oder Klima angepasst und du sieht ja aktuell bei 70% der Tisch die voll punktuell nichtsdestotrotz schwerde da auch nicht den Prozentage weiter auszubauen ich meine das geschieht ja hauptsächlich durch von neue Sache geplant gegen abgepasst dass du einheimisch oder angepasst den achte Gehol gehen das steht eigentlich ziemlich gut da. Dann wie auch schon nur geschwart den nächste Punkt ist eben wie soll das Management von den bestehenden Flasche geschehen das an dem Dokument da genau abgelöscht ein Blumewiss soll zum Beispiel dann 2 Jahre gemäht gehen die ich um 15. Juni an die zweite Kehr am Hirst und dann ist eben noch genau erklärt was du alles soll abgepasst gehen dass er denke als schriftliches Dokument besteht und dass er eben dann noch von so als ja so beschloss geht dass noch mein wird ganz gemeng also drin den an der Gemeinschaft der klar aus so soll die Gestion dann noch geschehen an dem Kader als eben auch also go für schon einen Pflegeplan für die öffentliche Kränkflaschen so ein Matplan den er so angepasst gehen du hast natürlich Ziel für immer neue Flaschen mal dran zu höllen du so dass mit die all sein Werten evaluieren und dann noch gucken halt so die Flasche wo ihr merkt okay wann den just made funktioniert nicht so gut oft das erwächt das so da sind immer mehr Flaschen du kann man dran weil für das in den Vorschlagstrativ ob so viel Flasche wie möglich kann ausweiten was darum dazu fährt dass mehr natürlich Geringflaschen hat andere mehr Punkte kriegt am Naturpakt genau und dann ist den dritten Teil eben die Umgestaltung von den naturfernen Geringflaschen vielleicht mal einfach als Beispiel aus ein naturfern Geringflasche aus so normalerweise in der Flasche wo exotisch Zierstreicher drauf stehen wo Rindenmulch drinner leid wo vielleicht noch so ein Folie drinner leid aus ein Wurzelschutzfolie die hun halt ökologisch ganz geringe Wert und du hast dann die Idee für sie umzugestalten Natur nur Geringflaschen können Natur nur Staudebeete sind das können einheimische Streicher sind da können auch verschiedene Typen von Blumenwiese sind und da gibt es ja in der Gemeinde schon ganz viele Beispiele von Natur nur Geringflaschen ich meine wir schaffen ja auch schon lange Jahre zusammen das heißt eben nur noch die Plätze wo man identifiziert tun wo noch Potenzial ist nur noch du eine Gewichtung mal an das Dokument dran gesagt weil eben verschiedene Flaschen verschieden einfach oder mich schwer umzugestalten sind und das wäre eine Flasche wo den Gärtnerservice am Frühjahr oder am Hirsch kann einfach umgestalten das sind Sachen die relativ einfach umzusetzen sind denn alles verleben man denkt 2 oder orange 2 da kennzeichen dass die Flaschen die wo mir ein größer Envergure wo ihr vielleicht ein Flasche an Sigel muss wo ihn oder zu so viel Flaschen dass nicht durch den Gärtnerservice kann gestammt gehen du hast dann die Idee dass ein Konzept darstellt das Konzept kann entweder von Äußerstalt gehen oder eventuell auch durch den externen und dann also auch über der Umgestaltung wird dann eben konkret geguckt wird der externe umgestaltet oder wird durch den Gärtnerservice umgestaltet an alles was man dann 3 gekennzeichnet dass jetzt die Flasche wo von weiter Konstruktionsmaßnahmen sind da gehen die Flasche mal umgestaltet das kann zum Beispiel sein dass Parking bei einer Straße just dann umgestaltet wird also errichten dann umgestaltet wird was sowieso Arbeiten an der Straße geplant sind genau oft sind da Plätze wo sowieso schon Sachen geplant sind wo man dann eben nicht wollte vergreifen und das dann alles in einer Kehr soll gemacht werden an die Idee hat dem Ganzen also nicht dass das alles innerhalb von einem Jahr soll umgesagt gehen das soll lieber die nächsten paar Jahre umgesagt gehen wir werden als immer bis 2 Jahre zusammensitzen und dann noch gucken Flaschen da können umgesagt für das Thema da schon gemeldet sind eine Reihe Plätze wo schon an der Umgestaltung sind
Und das auch, also am Endeffekt, dass durch das, was wir die letzten Jahre schon gemacht und das soll eben dafür den Naturpark so festgehalten gehen, dass das dann ein offizielles Dokument an eine offizielle Richtung geht, wie das dann soll auflaufen. Also ein Beispiel, also wie ich schon gerade so, dass du will eine Flasche, die als naturferner gestuft wird, das ist nicht bei irgendeiner Gemeinde. Genau, an der Teilvelo Beispiel wie dann eng Natur no Flasch ging ausgesehen. Ich meine, noch von der Ästhetik her, also natürlich kann ich der Ästhetik streiten, aber so etwas gesagt, am Menge an mal schöner als wie der da nicht. Genau, und halt eben ein Beispiel, also ich will nicht auf alle einzelnen Flaschen an, und ich meine, die guten Dokumente haben fair ausgeschickt. Und das heißt, ich einfach zu erklären, wie das aufgebaut ist. Also da sind wir auch auf der einen Seite haben wir über Dokument verweisen wir auch direkt auf das Programm, das heißt, für die Leute auf der Gemeinde, die Login haben, die können sich auch direkt über den Link dann die Flaschen angucken. Wir laufen ein paar Bayer-Dokumente auch dann direkt auf Digitalversion dann zu laden. Dann also eben noch einmal angehen, was ist die aktuelle Situation, gesagt, wie es aus, und dann hat er einfach die Maßnahmen, die wir für die Umgestaltung proposieren, die mir auch zusammen mit dem Gärtnerservice aber ausgeschafft haben. Also das ist also nicht drum gegangen, du hast zu imposieren. Wir haben immer geguckt, okay, was wir auf den Plätzen sind, aber das ist den ökologischen Optimum, den wir da können umsetzen. Und dann haben wir gleichzeitig auch dann die Pflegemaßnahmen definiert. Und wann die Sachen umgestaltet, geht dann auch den Marktplan dementsprechend angepasst, dass dann noch Gestion haben, nur an dem Sinn ist. Respektiv von der Durchstaudebeter ist dann eben noch klar, dass nur den Kriterien, die an dem Dokument festgehalten sind für die Gestion von den Flaschen, dass das dann so auflaufen. Genau. Und du gesagt, in dem noch ein Kehr, wie längst, dass das ein Wiss vor und für ein Blumenwiss soll angesehen, generiert das dann ein Platz, wo Parkplätze sollen entsichelt gehen, da tut mehr ein größer Envergure, wie wenn die ein Wiss Obfräse geht und das aussieht. Und da ging ich kurz auf die Stellungnahme von der Umweltkommission kommen. Also generell kann ich sagen, dass sie schon, also sind halt mehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt wird, ganz gut aus. Schon ein paar Punkte rausgegraben, wo sie dann abgelöscht haben. Also das erste, das wir mal haben, dass sie Flaschen angehen haben, die nicht berücksichtigt sind. Da ist es so, dass wir eine Selektion gemacht haben von einzelnen Flaschen. Also den Ursprung von dem Dokument, weil nicht für alle guten Flaschen an der Gemeinde, die könnten umgestaltet gehen, an das Dokument mal dran zu holen, weil das aber zu umfangreich gehen. Und der Projekt sagt, dass wir mal mit denen, ich meine, sind die 30 Flaschen, dass wir die mal innerhalb von den nächsten paar Jahren umgestalten und dann nur ein neuer Plan von dem Dokument machen, wo man dann eine neue Flasche mal dran holen. Das ist quasi ein Dokument, das wird immer aktualisiert, geht alle paar Jahre. Da erklärt eben noch, wie nicht alles mal dran ist. Und sie noch verschiedene Flaschen angehen, wo entweder an Eisen an nicht so naturfern sind aktuell oder respektive auch nur der Gewichtung vom Minister, respektive auch viele die Flasche für der Kirche oder für der Gemeinde, wo ja sowieso größere Projekte geplant ist. Dafür sind die nicht immer dran, weil das dann wird einer wer lebt, dass die so ökologisch gestaltet. Genau, das war das, was ich gerade geschwärzt habe. Dann gehen sie und das konkret achtelöschte Fehler für die Bepflanzung. Da ist es so, dass wir im Endeffekt am Dokument definieren, ob soll Staudebeet hinkommen oder eine andere Art von Umgestaltung. Aber die ganz genaue Planung, das geschieht eigentlich recht am Frühjahr, da herrscht normalerweise durch Mösch oder durch die Gemeindegärtner kurz umgestaltet. Also das geht ganz weit an den Detail, wenn die Luscher gegen so und werden dann 3 Jahre an einer Insel, also Straßeninsel zum Beispiel, für Staudegänge dran setzen. Dafür sind auch keine Achtelöschten dran. Ich meine, die ganz Achtelöschten werden natürlich nur ausfinden, also bei dem Internet sieht und Gärtner auch verschiedene Dokumente, wo sie die Löschten dran haben. Die sind eben nur an dem Dokument immer dran. Dann war die Frage oder halt die Bemerkung kommen, dass keine Biodiversitätskennzahlen, kein Pollinator-Monitor, also Bestöpser-Monitoring da dran wäre. Da ist es so, dass es doch vom Umweltminister gewünscht ist, dass die ganzen Monitoringen auch noch so Kennzahlen, dass das alles national aufgedeckt wird, also nicht regional oder lokal. Das leidet einfach durch, dass wenn jeder in seinen eigenen Zopf kocht, dann hat er keinen, also wenn nicht national aufgedeckt ist, dann geht es halt durch Richtlinien für das ganze Land, dann ist das alles vergleichbar. Es möchte am Ende noch wenig Sinn, das auf lokalem Niveau umzusetzen.
war dort bestöpser Monitoring geht du aus den Ministerium im Gang auszuschaffen, dass das sind Bürger auf lokalem Niveau, also Bürger, die du bisschen eine Expertise und dann noch können, also als Citizen Science Sturner bedeligen. Der T-Stadt kann in Hannover wahrscheinlich schon noch auf lokalem Niveau an einem gewissen Muss umsetzen, mit das ist auch immer schwer, das wirklich flaschig zu machen. Auch weil der urbane Raum ganz heterogen ist, das heißt, ganz viel Monitoring machen, was darum ganz teuer geht. Und du hast die Maßnahmen, die wir proposieren, haben die Erfahrung, dass die für viele Arten nützlich sind. Du fährst da weitere Monitoring eigentlich nicht so sinnvoll. In dem Sinn, das besser das landesweit aufgedeckt und dann kriegt ihr noch darüber Daten, wie die Situation dann zu Lützeburger regional ist. Genau, also ich meine Klimaanpassung, da gibt es ja auch Konzepte, die dir schon in der Gemeinde hat. Wir haben als teilweise auf die Flaschen, die am Klimaanpassungskonzept auch umgehen, basiert. Ich meine, da ist auch so, dass wenn ihr verschiedene Konzepte hat, dann guckt ihr noch immer, wenn die Labs umgestaltet, dass er dann in anderen Konzepten auch, also dass die über ihn aufgestimmt sind, da man aber nicht canceln, dass dem Konzept überholt. Hätte noch könnte machen, ob das aber so kleinflächig, dass es nicht so viel Sinn macht, dann zu überholen. Genau, und da waren eben die Empfehlung von der Umweltkommission, war eben zum Beispiel ein Naturpakt-Fahrplan für die Geringflächen zu machen. Da das etwas darüber kann ihn diskutieren, da das eigentlich nicht schlecht ist, dass sind Ziele setzt, die vielleicht ein bisschen mehr konkretisiert, die gegen Javelone dann im Dokument festhalten. Ich meine, das ist etwas, wo ich so als Arbeitsobtrachter gehen. Ziel ist so ganz klar, für in den nächsten Jahren das Dokument komplett umzusetzen und dann ein nächstes Dokument auszuschaffen. Matmosaik, also über den Mailplan haben wir gewissen Matmosaik. Das werden sie dort wie statt verstanden und hier statt dass sie auf einer Flasche verschiedene Höchste von Grasken gestohlen sind. Da das ganz schwer umzusetzen, weil aber also wir probieren dann echt, dass wir verschiedene Flaschen zu verschiedenen Zeitpunkten gemäht gehen. Oft sind Flaschen so klein, dass das dann so viel Sinn macht, respektive an der Gestion nur einfach nicht machbar ist, weil das zu kompliziert wird. Genau, das hatte ich auch geschwärzt. Also die Umsetzung mit einem Monitoring begleiten wir schon eine Erfolgskontrolle, wo wir regelmäßig machen. Ich führe die Flaschen auf, die wir umgestalten. Ich gucke mal an, ob die so entwickeln, wie das soll sein. Das ist das eigentlich schon erfüllt. Und da kommt die Bemerkung nach, dass ihr verschiedene Geringflaschen mit Lavendel und Gräser bepflanzen. Da das so etwas, also Lavendel hat einen gewissen ökologischen Nutzen. Während der Zeit, wo es bläht, gehen eine Reihe Insekten drauf, aber hauptsächlich Generalisten bei den Bestöpsern, die steht die auf ziemlich viele verschiedene Bläheflächen. Lavendel bläht aber just während den 2 Monaten. Der Tisch von der Flasche just mit Lavendel und Gräser gegen Ulien. Wir hatten ja eigentlich keinen so großen ökologischen Wert. Dafür gehen wir echt dahin mit den Staudebeeten und die von früher bis hier durchblähen mit ganz vielen verschiedenen Arten. Und wo man dann noch ganz viele verschiedene Insekten können und sind, die auch mehr spezialisiert sind. Gräser haben generell keine großen ökologischen Werte, die probieren wir so viel wie möglich rauszulassen. Dafür wird man das auch nicht so überholen, denke ich so. Genau, ich meine, das von meiner Seite. Merci für den Nullstand. Voilà, merci Tom. Ich meine, wie ich schon anfangs gesagt habe, die Umweltkommission hat sich ganz viel Arbeit gemacht. Aber das vielleicht der Point de vue nicht immer derselbe ist. Vielleicht kann noch eine Reunion organisieren, wo man darüber diskutiert mit ihnen. Ich meine, du hast einen Punkt klar gesagt wie das. Ich meine, noch mal Naturpark-Fahrplan, ich weiß, die zweite Logik dazu sieht. Ich meine, wir schaffen immer in all die Mesuren so sehr, wie wir sie können umsetzen. Hans, du ergötzt dass die enge Mesure zu dem Moment besser umzusetzen als für eine andere. Und du musst dann ein bisschen warten, das ist kompliziert. Ich meine, da ist doch viel gesagt, gibt noch zum Teil Anpassungen bei den Mesuren. Aber wir probieren immer da viel beizuführen an Mesuren so sehr, wie wir sie können umsetzen, noch umzusetzen. Ich meine, das ist ein bisschen Strategie. Geht nicht so froh. Ja, Nora. Ich wollte für ganz große Merci so für die ausführlich und interessanten Präsentationen. Wir sind natürlich froh, dass Sie erst zusammen mit dem Naturparkbüro da immer Bestandsaufnahmen machen, für zu gucken, wo wir stehen, ob Mesuren auch hier Fristen drohen und ob noch Verbesserungen gemacht muss gehen, weiterhin darauf schaffen, für weitere Punkte am Naturpark zu kriegen. Natürlich geht es nicht mehr so viel wie möglich Punkte am Naturpark zu kriegen, was natürlich aber ein Aushängeschild ist für uns Gemeinde. Weil das dann darauf hinweist, dass bei uns Natur und Biodiversität groß geschrieben gehen.
All das Mesuren sind wichtig für die Lebensqualität und Wohlbefinden von unserer Fauna, aber natürlich dann auch für uns selber, für dass wir weiter bei einem hohen Niveau uns Wohlbefinden und Lebensqualität eben halten. Also gut wie möglich sich dem Klimawandel anzupassen. Dafür begrüßen wir, dass Mesuren geholt gehen, für dass man auf Gemengenniveau Tacken, Bäume, Stauden und Blumenwiesen aus einheimischen Pflanzen benutzt gehen. An die exotisch, die weder unsere Fauna und nach Mann unsere Bestäuber von Nutzen sind, ausgetauscht gehen. Wir hoffen, dass das Lös aber sicher geschwind auf 100% einheimisch und natürlich pestizidfrei pflanzen könnt. Und wir freuen uns, ob es vielleicht möglich wäre, auch privat Städte zu sensibilisieren, für naturnah Wiesen, Hecken und Bäume zu pflanzen. Also vielleicht mit einer Beratung unterstützen oder es wäre vielleicht eine Idee für unser Naturteam, weil viele Leute die wissen nicht unbedingt, was einheimische Pflanzen eben sind. Das nämlich gilt für Nisthilfen. Du könnt mal als Gemeinde zusammen am SIAS vielleicht auch ein paar Nisthilfen auf private Gebäude, wo man auch vom Proprietär natürlich gratis abhängen, auch wenn das noch keine Punkte am Naturpark abbringen, mit denen, die durch Verbauung von ihren Habitaten aber ganz bestimmt von Nutzen wären, auf verschiedene Spezien, die vom Verschwanden bedroht sind, eine große Hilfe könnte sein. Denkbar wären du zum Beispiel Stellen für verschiedene Bauern oder so interessante Gebäude, wo sich verschiedene Arten gern zurückziehen und als Brutplatz oder Unterschlupf benutzen könnten. Ja, das wäre von meiner Seite. Merci. Merci. Boah, ich meine, das machen wir ja permanent. Wir probieren ja die Leute permanent zu sensibilisieren mit Projekten, mit Feierungen, wo wir sie invitieren, da hinzukommen, wo wir nicht weisen. Ich meine, letztes Jahr erinnere ich mich nach Tom, dass du auch das Lebensthema erklärt hast an die Bepflanzung, die wir darunter machen, für die Leute eben auf die Weg zu kriegen. Wir erreichen sie vielleicht nicht alle gut, aber wir haben aber manche gute Kontakte. Ich habe viel gesagt, dass mein Gang von der Stärke vom Sie aus die Terras, Proximität, wo sie auch mit den Bauern ganz viel erreichen und immer mehr. An noch Biodiversitätsverträge, die wir gemacht haben, also gut ein Indiz dafür, weil wir schon am Anfang über das Zoll raus sind, wir schon 2025 mehr der Kontrakte unterschrieben, wie wir eigentlich als Objektiv gehen hatten, am Start zu summen. Wir machen aber immer gerne weiter Sachen und ich meine, wir wollen das mal darüber, wir überlegen noch darüber, wenn dann vielleicht noch ein beim Bierger kann mehr präsent sind. Ich meine, die Idee ist schon ganz gut und wir probieren das umzusetzen. Sonst nach Fragen oder Remarken? Paul van Schlift. Ja, guten Abend. Merci für die flott, interessante Präsentation. Die ganzen Dossier da sind ja mehr Einzelflächen darüber dargewicht, weil er nicht gewiesen hat, weil da war auch ganz interessant. Das ist die Frau, die mir so gestaltet, und sie auch Flächen abgeholt gehen, wo er neu aber versichert gehen durch Gebäude, wie bei der anderen Welt. Dement fällt ihr im Zweck. Das ist nicht das Mama versichert, geht ja Mama versichert. Wie will da do in Zukunft irgendwie gucken für dann, weil ja, man muss die Prozente, man muss beibehalten, weil am selber aus, wie er gesagt hat, wie das soll gemacht gehen. Und da stellen wir uns die andere Frage, mit der Finanzierung von der ganzen Sache war ja noch nicht zu verhandeln. Das wird so gesagt, dass das ganz über den Service Jardinage soll gemacht gehen. Und das schon dann noch über eine längere Zeit. Also das dann am Service Jardinage für die ganze Umsetzung, respektive für die Instandhaltung, an die ganze Koordination, für das zum richtigen Zeitpunkt alles zu machen, also das dann gegeben durch den Service Jardinage, die wir haben, geht das überhaupt immer den Leuten mit an? Ja, also ich Tom, wozu für dich, oder? Kann gerne etwas dazu sagen. Ja. Ich antworte nur auf den anderen Punkt. Also für den ersten Punkt, das ja klar, also so, dass die Flaschen mal wasch fallen, weil sie bebaut gehen. Dafür mal auch den Baucheck, respektiv die Checklist für die PHP, wo dann auch verschiedene Kriterien darauf festgehalten sind, für das, wann an dem Kader dann die Geringflaschen angelöscht gehen, dass sie direkt nach Tonne angelöscht gehen. Also dass man nicht aufhängen Flaschen, die schon angelöscht kaufen, darum direkt umzugestalten, weil sie nicht halt konform zum Naturschutz dann angelöscht kaufen. Das ist auch so, also klar, weil du ein extensiv gemähte Wiesfaschfeld gehört, der dir als Gemeinsam zurück. Da geht der kann ihn aber nicht viel machen. Also die zählt ja auch vom Gesamtflasche, der Gesamtflasche drum ein Teil Wäschetisch, das ist immer so ein Ratio, das geht immer nur fair und nur handeln. Ich meine, wenn ich so gut wie möglich die Flaschen, die da sind, natürlich gestaltet, dann können die aber weiter an dem Sinn.
das hat engt dann die zweite Frage, dass den Service also Mündet mit dem der Dokument mit den zusammen noch ausgeschafft hat heißt, genau also wie das Personal ausgesagt ich meine das genau du ja oder ich meine wir bauen dat fließend an als Erbischen an Heinz da muss noch wann net oder dem Dosystem ging man noch Flaschen neu gemerkt gehen an den Tom du gedacht ich meine das am Dialog immer mal also Leute doch zu summen an sie kriegen da doch hin wann du ein größer Projekt ohne größer Projekt wo man konnte hast da mussten rausgehalten du geht das nicht mal als Menschen Service du muss man einen Betrieb holen und da wird man denken wie an der Gemengerot kommen ich meine so am Gange die Budget abzustellen für die Suchen dann noch 40 sind was macht zum Teilweis noch nicht wer das kostet du kannst sich vorstellen dass das mir in 3 Operationen gehen mir ob 100 150 sind oder das muss man immer gucken und da kommen wir auch an der Gemengerot für den Witz stimmen dann voilà, all die Kleinprojekte die sind aus dem Service aufgeschwert dann sie machen die dann auf ihre mesure sie bauen dann ihr Programm an du haben kein fix Datum bis dahin das muss gemacht und sur Saison so englisch mit dat du krämer einfach schon ganz vieles man als nicht Mai krämer do gemacht einfach dat froh oft also doch so dass wann Apps natürlich umgestaltet das da noch bis mir extensiv an der Gestion ist also Beispiel von enger Wis die für regelmäßig gemäht gouf man da ein Blume wie da geht die just nach 2 Motor gemäht der Tisch das zwar einker den Arbeitsaufwand für sie unzuleben mit nur an der Gestion also möchte schon Unterschied 10 15 Motor mehr oder just nach 2 Motor der Tisch du gewinnt den dann auch natürlich geht nicht genau Stunden wo dann gespurt gehen Ruf geraschen mit das schon die Idee haben drunter für durch ein ganz gezielten Gestaltung von der Geringflasche lohnt ein extrem heisch Arbeitsstand am Entretien zu schaffen, also zu kreieren mit der da am selbst Niveau zu halten. Ja, auch da Mensch gehen immer 2 Kriterien den einheimisch aber auch der Klimaupassung wir schaffen noch Klimaupassung Mann Wasserbrauch Mann Netzen go noch die immer geguckt die Objektive auch zu erfüllen. Ja wat ass ma méi ass natürlich man Balke mé alles méen an dann mat gut jo wäschchulen in dem moment. Da muss ich auch gemerkt gehen an dem Fall wat bësse méi bis op wann ass wie van mat dem Méimaschine fir drüber bevor die automatisch opgegangen. Ja, du kannst auch mir lang zu losen du fährst man oft mehr also das dann genau, also ich meine ändert dem Strich also sind trotzdem nach den also meiner Zeit den Druck verwandt van die 2 bis 2 Motor man Balken mehr mit und du nur opreft wie wann net eben 10 15 20 Mal mam Rasenmäher mehr gef sos nach frohen schon skrift ja auch wie seit noch gut schon an sich eng Ummerkung betreffend Umweltkommission ich meine schon pummel der Thema ugeschnitten also Bierge Mo nach vu neise Konseien de momentan nach op der Uni ass an schmengen an der Umweltkommission si ganz Kopf studiert Leiit an die müssten er doch vielleicht verstohlen. De Problem ass hun dat schon geschwert gehabt dass die Kommunikation lebt just am WhatsApp-Gruppe an du gin leider spontan vun engem Dach zum anderen oder innerhalb von 2D Reunionen gerekelt an dat je dann noch klo dat Jules net kann do vun engem Dach op den anderen kann so reagieren. Dufir wann gelieft Claude Schwetzen enke Martinen, dat ze fleisch mat denen Datum sprengen du vielleicht ein bisschen oppassen auch op Jules den bei den Studenten ass an schmengen das nach de letzte Member vun den Schotterbierge den an der Umweltkommission ass schmengen die anderen sind ausgegangen aus verschiedene Gründe gut schmengen dat de recht as eben avoir vun Äsche. Merci Mo. Ja, ich meine, gëtt jo Reglement d'ordre wie Kommission zu funktionieren an den ass auch mengg zu respektieren. Gucken dat enke no froen wie dat lebt, an dats dat noch de Regeln entspricht, die selber ginn hun an die meist auch net wie neiich ginn, fir dats eben all Mënsch Mch get huet noch in den Reunionen deel zu hhöllen. Wann du awer Plazen zu besetzen se vun neue Leiit, dann muss dat jo enke martellen. Okay, merci vielmals. Sos nach frohen sos nach Bemerkungen von nach Renkeier Tom nach oder?
kann gerne ein Kaps zu dem so, was mir für Bürger an der Thematik machen, weil du war mal nur 2-3 Sachen angefallen, da ging schon kurz zu schwatzen. fast kurz, weil wir noch ein bisschen Programm, wir machen das gerne. Ich meine das ganz schnell. Wir haben zum Beispiel Lage für 2 Jahre mal einen Staudeworkshop gemacht in der Gemeinde, wo wir für den Gemeindenatelier für die Bürger angeboten haben, wie ländliche Staudebeet und du konntest Bürger aus dem ganzen Jahr, aber dann eben noch aus der Gemeinde kommen. Wir machen quasi alle Jahre so Staudenaktionen, wo die Bürger dann noch können einen Staudepark bestellen, wo sie da 6 verschiedene Bestöpser von der Staude kriegen. Ich versuchte die dann drunter einheimisch Stauden und Gärten zu kriegen und Leute für das Thema zu sensibilisieren. Und dann ist die Idee auch die ganze Umgestaltung von öffentlichen Flächen, das hat ja auch ein Beispiel so sie für die Bürger, weil sie können hier Plantationen gestalten und da sind noch verschiedene Beete, wo man dann Schilder mit einem QR-Code dabei machen. Wo die Leute dann noch können wo sie direkt über eine Seite kommen, wo dann eine Pflanze löscht das. Für 10 Meter Carré, der Tisch zu können, theoretisch das Beet nur Pflanzen besichtigen. Merci. Vielmals merci, Nenke. Merci, Doris Bauer. Merci, Loïc Kellers. Merci, Tom Dalmanina, für Ihre Präsenz noch für die Informationen, die wir gekriegt haben. Und für Arabisch, die da am Anfang immer im Sinn auch von unserer Gemeinde Naturpark oder Naturschutz oder Biodiversität, ich meine, all die Punkte sind extrem wichtig. Merci und schönen Abend. Voilà, dann kommen wir zu unserem zweiten Punkt, Urbanismus und Development urbain. Hier geht es um eine Modifikation vom PAG. Wir müssten vielleicht aufstimmen, pardon, da hatte ich auch zu sehr richtig gesagt. Da kommen wir stimmen noch darüber auf, und ich glaube, welch Nico? Ja. Hat man Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Fodjarini Nora? Ja. Kaiser Andy? Ja. Joch? Nagel Anne-Marie? Ja. Nai Conny? Ja. Saber Jules? Mam Julesinger Prokuration, ja. Merci. Dein Serge? Ja. Da ist Paul. Ja. Merci. Da kommen wir zum zweiten Punkt, wo die Zuwendung vom PAG geht, um Rotat zu übersehen. Ich meine, wir haben ein Projekt, wo dazu gehört, dass wir wollen eine Atelier-Technik dahin bauen, wo wir noch nicht an der Planung sind, weil wir eben müssen vielleicht die so développer an eng so PAG klassieren an den Nowen das eben Programm zu sinn an Decision für keine Evaluation environnemental zu machen. Da gehen doch fundiert Argumente an für die Schwätzen begrüßen ich dann noch den Henning Niebuhr als einen urbanistischen und noch Logementsbüro da nach Bekanntheit rund um dich an Tanja Weles als Chefservice vom Service Urbanismus sucht Noventhal. Ich meine Nummer der Experten für als den Punkt vorzustellen, aber dann nur da frohe sind, können wir darüber diskutieren. Henning Wandschrift. Ja, schönen guten Abend. Ich fasse mich relativ kurz. Das ist auch kein schrecklich kompliziertes Dossier. Es geht um eine Aufänderung vom PAG am Bereich Rotat. Und zwar ist das, wenn in Richtung Münster fährt, von Ivasieren auf der linken Seite, die Wies für eine Erkläranlage an für dem Alpha-Bau, also Cardoso. Und jetzt gesagt, die im Rand flasht, da das am PAG eng Zone Ökonomie, also eng Artisanalzone, wo eng Reservefläche den am Trobers, die soll am Anfang geändert gehen. An Decision für kein SUP zu machen, also kein Umweltetüde. Normalerweise muss ich bei AlPAG Änderung eng Umweltetüde machen. An wann in der Meinung ist, dass ihn die nicht braucht, weil du kein großen Angriff an die Umwelt hat, dann kann ich eine Dispens aufrufen, die muss ihn begründen. Und dann kriegt er eine Genehmigung vom Environnement. Und das kriegt mir in diesem Fall auch, aber mit verschiedenen Konditionen. Und die Kondition ist, weil mir du an enger Natura, also rundherum eng Natura 2000 Zone ist, an der Winst hast du die Obligation, da den eng Servitut an der PAG schreibt, für eng Übergang von der Zone an die Oppenland zu gestalten. Und das geht ja nur dann auch entsprechend an der PAG überholen. Hier hatte ich geschrieben, dass die Servitut positiv war am Klimapakt, mehr das am Naturpakt, weil ich den Leuten gerade gesehen habe. An Hinwertpunkten dafür kriegen, dass das am PAG auch so berücksichtigt wird. Wenn du wollen du von der aufweichen, dann hätte ich ein ganz detailliert Umweltetüde müssen machen, mit Artenschutz, mit allem rundherum.
Und das wird dann ein zusätzlicher Zeitaufwand gewirrscht von 6 bis 9 Monaten, wenn es gut läuft. An der winst also mehr sinnvoll, sowieso do die Servitut entsprechend auch zu gestalten, weil das auch demals an der SUP vom PAG demals schon so viel gesehen war. Auf der linken Seite seid ihr den echten Entwicklungskonzept, ein Etude de Faisabilité, da das haut am Anfang nicht Gegenstand von der PAGs-Änderung, nimmen, dass ihr versteht, was Ausgangspunkt ist. Und zwar da, den du auf dem Site, was Gemenge auch Carrefour, den neuen Ateliertechnik oder Servicetechnik kann abrichten. Du nirft also noch viel gesehen, da den du Voraussetzungen schärft, für du an einem Stelle eine Tennisanlage, mal Tennishall hinzukriegen. Und dann also noch ein Restfleisch übrig auch für Handwerksbetriebe, da das war den Uwe jetzt du Move gesagt. Und selbstverständlich hat den Sidest auch noch Flaschen du und sie haben dann am Ende kein konkrete Projekt auf dem Site. Natürlich müssen sie auch die Möglichkeit haben, auf dem Site hier Baurecht umzusetzen, der wenigstens das am PHP oder am PAG so viel gesehen, dass auf den Flaschen her nur auch etwas kann kommen. Wie gesagt, das geht halt nicht am Detail den Projekt von der Etude de Faisabilité, aber das muss ich natürlich als Ausgangspunkt holen für das sogenannte Schema Direkteur, da das was ihr jetzt gesagt, das sind die Büllen, da den du Graph hier gesagt, wie das funktioniert. Innen drin habe ich ganz Graph den alle Konzept durchgestaltet, das ist vom Grundprinzip an sich nicht viel die coole Wert, die an der Mitte ist, für die Natura 2000 zu machen, die zu verbannen, die auch so ein bisschen gereckelt. Hat gesagt, auch, dass rundherum die Agrängung, das bleibt nur wie 4 do. Und auch die Achsen, eng rechts, eng links, an dem sind, bleibt doch wie es war. Das heißt, du ändert sich vom Grundprinzip nicht fundamental. Hier ist die konkrete Änderung. Auf der linken Seite ist ein aktuelle PRG, wie ich gesagt habe, mit der Ecos-Zone. Und auch die Haschür, die du hichkannt hast, dass die Reservezone ZAD, die soll abgehoben gehen, dass ihr nur demste PRG geändert hast, auch eure Projekt könnt realisieren, beziehungsweise du PHP abstellen, wo dann die Detailer festgelöscht gehen. Und dann die Servitut innen gesagt, dass da die schmul Haschür innen von 5 Meter breit, die auch auf Basis von der Dispense SUP do 40 gesehen ist. Die gesagt, den größten Teil von der Flash geht von der Ecos-Zone an die Flash BIP, das ist eine Flash für öffentliche Nutzung überall, wo natürlich eine Tennisanlage drin fällt, aber auch natürlich den Ateliertechnik oder wann zieht das etwas auf ihrem Terrain will machen, ist das natürlich auch an enger BIPs-Zone entsprechend viel gesehen. Und die kleinen Flash, das sind ungefähr 0,6 Hektar, die verbleibt an der Ecos-Zone. Schmengen, was den du konkret möchtest, hast du dann auch noch nicht gewusst. Mir das ging zum Beispiel für Handwerksbetriebe oder so, wäre das eine Möglichkeit. Mir auch für Gemengenutzung ist das auch eine Möglichkeit. Zusätzlich müssen noch Licht Koeffizienten angepasst gehen. Und da das eigentlich nicht will, du schrecklich viel will bauen, mir das leidet unter Formel, wie du Koeffizienten berechnet gehen. Und du spielt auch ein möglich Tennishall eine große Rolle, weil die erst über 10 Meter hoch. Und dann geht der Faktor 3 gewandt bei der Berechnung von der Densität, also für die CUS, an der wir uns die Rob gesagt gehen, für das Programm, wie den Lomol Graph gedurcht ist, da den sich du nicht selber an Knie schießt, da den du genug Sput hat, da den späterhin auch alles kann realisieren. Und das ist ja so, dass da der Gemengeprojekt gibt, wo die Herr nur ja selber auch noch am Kader vom PHP du über Detailer Wert aufstimmen. So, den schriftlichen Teil vom PRG, also die Servitut, haben sie auch an dem Avis von der Dispense SUP konkret Vorgaben gemacht. Also die hat für drin schon eng Servitut Integration Paysagère, aber hier an diesem Fall muss das noch ein bisschen mehr präzisiert gehen, an der wenn es aus den klängen blauen Text du noch zusätzlich rankommen. Und zwar hieß es nicht, dass es, ob man es 5 Meter muss, sind an 3 bis 5 Meter wie an der klassischen Integration Paysagère. Dann auch wie das, gerade auch die Hotellen am Naturpark, dass du inheimisch oder ungepasst Streicher an Hecken, an Beamsäule gepflanzt gehen. Und dass sie auch so, dass ob man es 80% von der Fläche müssen aber bepflanzt gehen. Und auch, dass es muss gleichmäßig bepflanzt gehen. Also das war am Anfang die Kondition.
an die erst dann auch entsprechend an der PAG dann überholt oder den du den Aufforderungen gerecht wird. Von der Prozedur also so, dass Haut Saison ist, also die geht dafür wer, dass die Prozedur aufhängt, dann als 40 gesehen, dass eine öffentliche Sitzung River noch gefordert wird an den nächsten 2 Wochen. Wenn alles gut läuft, dann könnte ein Avis auch von der Planungskommission, sodass ihr dann frühestmöglich wahrscheinlich am März Gelegenheit wird, auch definitiv über das Projekt auf Basis vom Avis an möglicherweise auch Reklamationen aufzustimmen. Und dann sind nach ein knapp 4 Monate, bis dann Approbation durch wird sein. Das heißt, am günstigsten Fall wird der für nächste Sommer aber auch die PAGs-Änderung an all anderen Sachen, wie zum Beispiel die PRP oder so, kein parallel ausgeführt gehen, sodass Heimat der PAGs-Prozedur auch so eine schmoll Delayen am Fond vom Kader festgesagt gehen für all anderen weiter Projekts planen. So, und dann sind ich schon mit meinem Latein am Ende und die Frauen hört gerne. Ja, merci Henning. Gehen nicht frohen zu der PAGs-Aufänderung. Ja, sehr schön, Stift. Ja, merci Henning für die Proposition, die Präsentation ganz flott und detailliert und explizit, wie immer, wie gewinnt. Aber du hast ja gesagt, wir stimmen noch just über eine Modifikation punktuell auf. Okay, wir haben der Modifikation punktuell durch den aber ganzen Cope Faktoren, die aber muss bedenken, respektive Überlegungen. Und die haben wir also auch gemacht. Ich meine, aber wie vom Ministerium durch die auch Sachen dran, dass wir wirklich fragilen Gebiete schwätzen, wo die Zonen soll da hinkommen. Sie sind dann Feldlärscher an Flachsfink, die sind da angesiedelt. Und hier dann noch Kompensationsmesure gemacht, oder wie du gesagt hast, die Kultur da ein bisschen gut. Aber wenn ihr noch guckt, klären nach nicht rund, den Neubau, den Ausbau, den lebt auf Volltouren. Und da haben wir natürlich auch verschiedene Fragen. Und dann zwar, dass das über die Gerüche, die da werden entstehen, wenn Klimaanlage bis auf Betrieb ist. Auch von die neuesten, die wirklich die allerneuesten Techniken, die man gewandt gehen. Weil auch von, es gibt auch schon Erfahrungswerte, was Klären nach von Grevenmacher betrifft, die als je nach hermetisch Ernstes ausgeschafft gehen. Und da sind auch Gerüche an der Gegend, die aber rauskommen. Und kann man sich dann ja leicht vorstellen, wenn ich noch einen Arbeitsplatz ist, respektiv ob Sportsterrain sein Sport ausübt, wo allmählich Gerüche an der direkten Nachbarschaft entstehen, dass das nicht unbedingt flott ist. Wie auch geplant ist, wie auch gesagt ist, dass neben dem gemeinen Atelier zu übersehen, ja auch dann ein neues Sportanlage für den Tennisclub da werden stehen. Also ich will aber noch ganz klar nach so. Also mir auch noch betonen, also uns ist ganz klar bewusst, dass ein Tennisclub neue Infrastrukturen, dringend neue Infrastrukturen braucht. Und das unterstützen wir auch zu 100%. Wir wollen aber nur mit diesen Ummerkungen, weil wir ein bisschen den Pro und den Contra von den Ideen, die ja, beim Chef rot sind, für die Installation, die Infrastrukturen dahin zu setzen. Aktuell ist der Verein ja wie gewusst Campus. Da sind die jungen Spieler, Schüler, die können direkt von der Schule aus, können die auf Terrain gehen, für ihren Sport auszuüben. Das ist natürlich auch ein sicherer Weg an den öffentlichen Transport aus der Platz. Es gibt noch zum Beispiel Plätze am Land, wie zum Beispiel Bießen, du hast den Tennisterrain auch aus dem Dorf raus verlagert gehen. Und die Älteren, die Kannen da hingefeuert tun, das war natürlich gut für die Kannen, die konnten den Sport ausüben. Andere, das war dann mich schwierig. Wenn ihr dann Klären nachguckt, den Terrain,
die jo nach Sinn vun hinnen vum Südest, wie sind dort Gesprächer? Hu der doch schon Gespräche mat dem Südest, wie der do Welt weiterkommen oder wat wie eng Infrastrukturen, dass du hin könne gemerk gin respektiv wie Südest die Terrain und Gemeng auftritt. Da stellt sich noch eng einer froh die neue Industriezonen, wie gött der überhaupt nun Kläranlage ugebunden? Ist da doch schon geplant? Weil das ja eng Sache, war die ganz klar muss beim Loch schon weiter am Vierhäuser planen. Aber was Dubahnung und den öffentlichen Transport betrifft, du hast hier mal Rechtsgewirrscht für ein Gar an den Pakt Aktivitätscreme. Ich meine, das ist aber eine ziemlich Utopie. Und das ganz leid ja auch an engem Schutzgebiet, wo es natürlich auch schwierig ist, für verschiedene Projekte zu realisieren. Und wir stellen uns dann die Frage, ob der Chef Roth vielleicht ein Büro da engagiert wird, für das weiter zu gucken, was die Mobilität betrifft. Ich bin für drunten eigentlich schon gesagt, die fragile Gebiete. Also, wir sind auf jeden Fall der Meinung, dass die Gemeinde muss gucken, für eng Buslinenplatz zu kreieren, die über die Verbindungsbech an die Industriezone könnt. Danach kann sie ja über Münster weiter auf Niederlande fahren. Egal. Ich meine, das wäre auch ein Interesse von den Kanner, die eventuell ein Kehr ihren Sport zu übersehen können, ausüben. Was die Terrain am Nordosten betrifft, was ja geplant für eine gewerbliche Entwicklung können zu machen, sind wir auch der Meinung, dass die Gemeinde die nicht verkaufen sollte, vielleicht die werden bei Amphiotik weiterzugehen und Firmen, weil es weiß ja nie, wie es in der Zukunft weitergeht, vielleicht gehen die Flächen gebraucht für eine zusätzliche Erweiterung von einer Servicetechnik. Dann wird am Dokument nachgeschwärzt, am Westen vom Änderungsbereich die Parzelle Südest, dass du eventuell Druck durchgehst für ein Besucherzentrum abzureden. Gibt es ein neuer Moment, weil die Planung von dem Besucherzentrum, die war eigentlich schon größtenteils fertig. Gut, ich meine, Münlo schon noch ein bisschen lang geschwärzt, aber es sind aber trotzdem Überlegungen, die sich los machen, eben auch was Mobilität betrifft, eine Velosphäre betrifft, über den CR Richtung Ivasieren, weil ich meine, durch das Naturschutzgebiet, durch das Schlammwiese und so weiter ist nicht möglich. Wir sehen ja auch und andere Projekte, wo wir hängen bleiben, wo wir lang hängen geblieben sind, von der Gare bis auf an die Industriezone an und eine Velosphäre, wo ich auch schon lange geplant habe, zwischen Minzburg und Straßig. Das sind als Gedankengänge gewesen. Voilà, Wehmuts Merci, ich meine das gut, wann der recht Gedanke macht, mir wollen auch transparent sind, dafür hat man schon eine gute Idee viel präsentiert. Da ist vielleicht nicht so ganz viel Struktur dran, wenn ihr seht, denkt und Mobilität durch, und auf der anderen Seite hast du auch gefangen mit den Gerüchen. Also, ich meine, das ist ein Kläranlage da, das ist aber auch andere Betriebe da, ein Kläranlage richtet, im Prinzip nicht mehr, vielleicht wollte nicht Corona probiert, dann noch zu so, ich weiß nicht, was macht's mal von, also was am See ist, wenn sie nicht richtig funktioniert, dann klären, dass die richtig funktioniert, die richtig nicht. Wenn sie richtig, dann hast schon ein Ungleichverhältnis an den Basingen, dann entstehen Dämpf, an der Stadt war die richtig zu Grevenmacher, als richtig, die ist ganz zugebaut, aber nicht aus Geruchsgründen, mehr aus ästhetische Gründe, als die Stadt Grevenmacher drauf gehalten, dass sie eben so angepackt wird, wie sie angepackt wird, also wie die Stadt Wes auf jeden Fall, weil die auch direkt Wohnungsgebiet aussteht, ne? Die ist ja direkt, wo ja direkt Leute auch nebendran. Im Prinzip gehen ich davon aus, wenn die Kläranlage modernisiert ist, dass eben auch die Probleme nicht mehr hat, sie außerhalb unterdimensioniert mit dem Problem
Flughafen vom Glykol, den übermäßig an Kläranlagen an der Kippzahl kreiert. Das sind die Gerüche, die dann hört. Die hört ihn aber nicht immer rund um Kläranlagen. Die Region der weit bis an als Tiefer heran. So meine ich, dass das wirklich auch kein größten Hindernis wird da nur sind. Wann du eng einer Aktivität mcht mat der Sportinfrastruktur so natürlich wird flott, wann man se könnten im Showcampus behalen. Natürlich wir waren noch viele Gesprächer mat den Verantwortliche vom Verein so das haut flott für als beide Kanner sind und so weiter. Damit kann aber nicht alles hun. Ich bei mir muss als Schul vergräeren, wir müssen Solutionen sichern. Sie hätte gerne eng Hal Hautkrämer die im Campus nicht ändern können run gi so hypothekieren auch für später Entwicklungen von dem Showcampus auf Show prioritär an dann gehen auch viel andere Sportarten, die man nicht direkt im Campus anbieten. Auch da müssen Leute auf einen Platz gehen oder kann auf einen Platz gehen, was sie den Sport gerne machen. Also eng optimal Situation oder eng die alles aufdeckt eng eierlegende Wollmilchsau die Krämer do net hin an ich mengen heuer ein ganz flott Alternativ wir sind aber op für all einer konstruktiv Propositionen wann einer Ideen do sind schmengen dann das lohner net zu spät lo just eng PG sammeln da kann den andere Projekt avisieren Haut aus der Säuser Sicht dat do ein ganz gut Alternativ auch die einzige Alternativ wir kriegen eng viel besser Sportinfrastruktur das ist ein Thema von Haut man PG mir weil du soweit evaluiert ist mir Schweizer enke mehr am Detail auch man dann noch später do machen dat man mal die erste Summen dat können aber recht am Müller ist natürlich Gedanke gemacht wie können du hin natürlich Mobilitäten Thema am hun demnächst eng Versammlung mat der Proprietären von den Terrain do fehler noch zu gucken dass man die Infrastruktur hinkriegen also noch no secher am Wëlle oder zu Fos op de sieht könnt weil richtig weit also du eigentlich net vom Showcampus wasch man in der nosisch Kaffeestand da sind durch de Pratel fährt wann der we an dem mal nebst Bau wären noch über dat Steck war das net gehört ka go kannst du das Lotissement hier von der Bas schon der Mensdorf an da sind nach 200-300 Meter bis der halber der Sportinfrastruktur as da so besten haut tippe stark Sport sie muss am Auto bis an die Infrastruktur fuhren. Nee, ich meine, wir mussten einer Lesungen fahren, Mobilität dus als eng. Ich kann mir auch vorstellen, später mehr los sind also noch schon an die Visionen, an was könnt, ich weiß nicht mehr, dass vielleicht ein autonomen Nahwert, die dann hier fährt, mit der Kanne, ob übersehen, weil wir uns auch noch nicht mehr durchstehen. Wenn man nochmal, wird dann ein Planning geschwärzt, wenn man nochmal PAG so werden, wir müssen eine PRP machen, wir haben prioritär, dass wir wollen, also eine Athlettechnik entwickeln, an denen da bauen, an Dono Sportinfrastruktur also schwarz mal von dem Horizont ich weiß nicht von geht 6 Jahre vielleicht 8 Jahre bis der dann durchsteht. Wir waren natürlich schon einige Gespräche mit den Leuten vom SIDAS, der Präsident war heim, mit dem im Büro hier Leute waren heim am Juni über den Terrain geschwärzt bon sie hun natürlich dat wie ihr seht zu schäden beim Haus sie wären noch bereit da ist zu tauschen da Eis da dort zu gehen wann sie dann auf der anderen Seite Terra ginge kreen bon ich mein, aus haut gehören die Terra ist nicht gemeng kann do dat mir nogebäude mat verhandeln mat bei die Leute gehen und die bei die Leute gehen mir dat das lo kein Zeitschien die Eis arrangiert dafür mir hunlo geguckt de PHP zu machen den sie nicht penalisiert Eis aber arrangiert du hast auch die Visitercenter ugeschwart du gëtt lo neue Sponsor für den Projekt wann Sponsor so dass net den bezielt mehr aber den der Lied an Hand hält das da noch lo an diesem Fall des Sias für zu gucken mat dem Projekt für zu kommen den as Empfang geplant gin eigentlich von Hölle für Natur eigentlich an das relativ eseitig geplant die war am Anfang net gefallen weil du musst ja auch verschiedene Autorisationen kriegen du schweiz doch ein Umweltminister an eng Umweltverwaltung mal dann so war den also neu geplant gehen mir wie gesagt sie das net umsetzen sie hun einer Prioritäten am Moment de SIAS Büro décidéiert zu dem Dossier mal zu holen zu gucken den zusammenzustellen du gibt noch nicht ganz viel Informationen für dat dann noch weiterzubringen gucken ob die Partner dann noch alle gut matt machen du hast schon noch Gespräche gefordert gehen also wäre auch ein Umweltminister berät auch mal zu dran zu stierchen wahrscheinlich mussten aber auch die freier Gemeng suchen an Antwort da kommen alles noch drauf zurück mir die Idee also auf jeden Fall nicht vergisst auch noch do können den sich gut vorstellen dass so wie Tau den aménagéier das
mat dem Terra vum SIDAS, da sind du auch später net blockéiert, dass du soll Eurovelo mat ageplant gin an den PHP als später dann vielleicht eng Infrastruktur, die ihr noch brauch. Ich meine, wann ihr Visiterzenter se, muss du hinkommen. Klasse kommen mal Bussen du hin, du brauchst Sanitärenlehrer werde doch vielleicht am Visiterzenter gehen, so vielleicht beim Busare. Also all die Evaluierungen, die sind am Gangen, die sind am Anfang an ihre Kanner schon, an die gehen noch weiter entwickelt, da wie konkret das dann Schwarzmond gedreht. Auf jeden Fall als nicht vergisst, gehen wir also so organisiert, als auch das SIDAS mit der Aufänderung do leben kann, an auch die so noch so als BEP definiert, was ihnen auch ganz viele Möglichkeiten gibt, was sie dann eigentlich bis auch do hätten voilà. Schon nicht Punkt alle ugeschwert. Ja, der Kanal nach du hast ja so doch den Entrepreneur den du hast ja miss den Kanal lehen an dat geht technisch das den miss direkt den Kanal lehen an Klärenlehrer an get dat ähnlich gemerk ich mengen die Kanäle gehen direkt an Klärenlehrer ugeschloss dat gehört zur Planung zur Infrastruktur mit dat also kein größeres Problem. Und ich den Punkt geschnitten. Ja, okay, merci. Weil ich kann aber trotzdem den Fortmeldungen oder den Kommentaren zur Klären von Gräbemacher respektive zu den Gräscher nicht so richtig stehen, weil gut, du siehst, du hast ein Wohngebiet dabei. Das ist das auch nicht nur lang ästhetisch, wodurch dass die Kläranlage dann noch so gekapselt ist. Damit war dann noch eben weil Fundgebiet dabei ist, für das Gerösch nicht sollen raustreten. Und sie sind aber die raustreten. Und hier die heutigen Anlage, die geht nicht so hermetisch aufgedicht, dann können sich nicht vorstellen, was da aber dann trotzdem auch von der Anlage richtig lebt, an Klärbecken all gut richtig laufen, dass dann aber anständig Gerösch werden an die Mengen stehen. Aber wie gesagt, dass dann eng Arbeitsplätzen respektiv Rekreationsplätzen und das nicht immer evident. Ja. Also mega Informationsstand nur mit dafür müssen wir in Hundefleisch von der kleinen Gräbemacher. Also nicht hermetisch, das nicht luftdicht, das einfach optisch für die Kläranlage eben nicht als Kläranlage erscheinen zu lassen neben dem Bild, aber du kannst, also ich bin dafür nicht Experte genug, aber du kannst aber eine Infrastruktur nicht meiner Meinung nach nicht hermetisch aufdichten. Also ich meine, das war nicht so viel ich weiß nicht ein Debüt, ein Objektiv davon, aber auch sie mussten nochmal da kämpfen, dass es so funktioniert, die Kläranlage, dass eben die Gerüche nicht entstehen, keine Aufgasen entstehen am Anfang in dem Sinn, den dann da riecht. Just für Info, also meine Informationen kommen aus dem Eck. Ja. Gut. Ist noch froh? Kein froh mehr zu PHG-Aufänderung. Dann gebe ich froh, dass wir darüber gingen. Aufstimmen, wann ich lief. Falsch Nico. Ja. Hat man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Bajerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch. Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sava Jules. Mit der Prokreation von Jules, ja. Trein Serge. Ja. Preisen Paul. Ja. Gut, vielmals merci Henning für die Explikationen. Tanja, merci. Dann auch hier schönen Abend. Eddie. Dann. Da kommen wir zum dritten Punkt. Den heißt Enseignement fondamental. Und da gehe ich im Serge-Wort gehen. Für also die Punkte. Konvention von den Interventionen temporären von den Enseignants zu präsentieren. Voilà, also bei dem nächsten Punkt geht es Musikschule, eine Kollaboration von der Musikschule mit der Schule zusammen. Das ist ein Projekt, das wir schon 4 und 3 Jahre eingehalten haben. Dann hat man eine Pause und hat man ein Lastjahr, wo realisiert ging, dass das am Anfang das Enseignantspersonal von der Musikschule an Schulklasse geht, an alle Trimester an verschiedene Klassen, sodass alle Klassen drucken pro das ganze Jahr, wo sie dann zusammen mit den Kindern Musikprojekte realisieren.
An ha am Anfang eine Konvention, wo die Modalität geregelt gibt, wo dann noch dran steht, wie ein Personal du interveniert, wie eine Klasse betroffen sind, und dann geht es eben hauptsächlich den Finanzement, wie so oft. Und also am Anfang so, dass das Ministère de l'Éducation nationale gave 50% von den Kosten, die das sind, überholen bis zu einem Maximum von 3.750 € pro Jahr pro Stunde, die du liegt. Basis von den Kosten, also Kosten sind am Anfang als Organisation general von den Musikschulen mit integriert, also an dem gesamten Montant, da kann ich aber plus minus schätzen, wenn ich das rausrechne, dass das die 35.000 € sind. Und den Subsid, so wie man an den letzten Jahren ausbezahlt kriegt, wird die 17.000 bis 18.000 € leihen an der größten Rechnung. Voilà. Kind zu frohen. Kein frohen, dann gib mal den Punkt aufstimmen, Wandschrift. Halt Nico. Ja. Halt man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Und Jerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch. Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Aber Jules. Mam Jules in der Prokuration, ja. Trein Serge. Ja. Und Heisen Paul. Ja. Merci. Und dann kommt der Serge noch zum zweiten Punkt. Konvention für die Modalitäten vom Finanzement vom Projekt d'Extension von der Maison Relais Artikel 1. Voilà, wie der ja wisst, hat man den Juli hier am Gemeinderat de wie gestimmt für die erste Phase von der Extension von unserem Schulcampus, also den Umbau, und den hat man als für den Cycle 1, für sowohl den Teil Maison Relais wie auch Schule. Das ganze Projekt kostet ja, oder ist budgetisiert für 27,4 Millionen €, alles compris. Und da haben wir dann im Reglement gestaltet gehabt für beim Ministère de l'Enseignement, für Subside zu kriegen für die Volley Maison Relais. Und auf der anderen Seite haben wir einen Demand gestaltet beim Ministère de l'Intérieur, den zuständig ist für den Volley Subside für alles, was Schulklassen ist. Bei dem Volley vom Ministère de l'Intérieur, da waren wir dann noch auf der Retour. Und hier ist aber die Konvention, die wir vom Ministère akkordiert kriegen, für den Volley-Finanzement von alles, was Maison Relais ist. Und du hast im Prinzip so, dass den du 15.000 € pro Chaise, nennen sie das, also das von 15.000 € pro Kant, der am Agreement zurückbehalten wird, akkordieren. Und der heute Phase als just den Teil, den am Fonds neu gebaut wird, konsideriert gehen. Du rechnen 710 Kanner, die an dem Teil können abgeholt gehen. Und du kriegst mal das Subsid akkordiert von dann den 110 Kanner, die 15.000, das wären 1,6 Millionen 50.000. Und da kriegt man ein Subsid forfaitär von 100.000 € für das Aménagement von der Spielplatz, sodass die ganze Konvention am Gesamtmonat aus von 1,7 Millionen 50.000 €. Wobei dann man muss wissen, dass wenn wir dann die zweite Phase machen, wenn dann den Umbau aus von der aktuellen Maison Relais, und dadurch geht als Kapazität von 110 Schulkanner auf über 216 Kanner an Plucht, dass man dann eine zweite Konvention mit ihnen werden aufrufen, für dann auch den Surplus von Kanner, die man dann betreuen können, uneinker subventioniert zu kriegen. Was vielleicht noch interessant zu wissen ist für unser Budget, dass ein Hai kann auch schon 50% direkt ausbezahlt kriegen, ab dem Moment, wo die Konvention unterschrieben ist, und ab dem Moment, wo den Debüt des Travaux ist, wo wir davon ausgehen, dass das am Laufe von dem und auch spätestens damit vom nächsten Jahr aus, so dass man da schon 50%, also eine Tranche können ausbezahlt kriegen, und dann die anderen 2 Tranchen, das dauert natürlich dann bis der Bau aufgeschlossen ist und operationell ist, also bis ein Agreement akkordiert ist, und die letzte Tranche ist dann, wenn ein Dekont gestimmt ist. Wir so dass wir aber davon ausgehen, dass wir schon nächstes Jahr dann können einen Monat von 875.000 € auch ausbezahlt kriegen. Voilà. Du zu eng froh, Serge von Schrift. Merci Serge für die Explikationen. Das an der Deliberation steht effektiv just de globale Montant von den 27 Millionen an Putzer Quatsch da. Mais lo réel war das to de Montant, den für den Bau von der Maison Relais gebraucht wird. Das ist ja ein Gebäude, wo die 2 Funktionen bei Ihnen sind, das heißt, wir haben einen Teil von dem Rez-de-Chaussee, das ist ja Teil, was Klassensäle sind, Teil, was Funktionsräume, und sowohl oben ab sind, und auch hauptsächlich Klassensäle, das heißt, es gibt am Anfang nicht ein Teil Maison Relais, ein Ding, das Gesamtbau, da gibt es nur eine Abschlüsselung, die gemacht wird, dass für abzudelen, wie das budgetär kann abgedelt, aber das am Anfang aber Bau, den an einem Kurs und an einer Ausschreibung gebaut wird, dafür gibt es nicht einen Teil Maison Relais pur.
Wie méigich fir de Schifferenke rauszurechnen. Dat muss jo lo net haut sinn. Ja, also die sieht sowieso am Budget immer zwei verschiedene Budgetsartikel, wie gesagt, die zwei verschiedene Coden laufen. Also am Budget sieht er sowieso, wie die Coden, wie das Budget abgedeelt ist, par rapport zu den zwei Delen. Ja, das ist ja auch interessant für das Publikum, die können noch gucken, für die Chiffren mal zu sehen, effektiv. Absolut, am Budget sind diese. Das ist vielleicht eine Frage. Da gibt mal über den Punkt auf. Stimme, wann schläft, Fälsch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Bojarini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagla Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Julesinger Progression, ja. Dein Serge. Ja. Reisen Paul. Ja. Also, und ich merci. Serge auch merci. Da kommen wir zum 4. Punkt, verschiedene Gemengereglementer. Da wäre dann der nächste Punkt, das Reglement, wo die wird Schmutzwasser begeht. Den Deklancheur für den Punkt war eigentlich ein Brief vom SIDAS vom 7. April 2025, wo sie eigentlich invitiert tun für ein neues Reglement, das wir noch kennt hätten. Wir hatten aber erwähnt, mit das Reglement hat datiert schon von 81, für dann ein neues Reglement zu stimmen. Und das Reglement, das basiert sich eigentlich auf dem Reglement-Typ, wo ausgeschafft gehen ist vom Civicol und dann aber auch von der ALUSO, l'Association Luxembourgeoise des Services d'eau, an wo den Trinkwasserlabel, also von der AGMat drüber ist, an mir ist an auf das Reglement-Typ basiert. Ich meine, das ist relativ komplett Reglement, was dann so auch an vielen Gemengen appliziert wird. Da sind eigentlich mal das der Viertel von dem Reglement Definitionen ganz klar, über was da geschwärzt wird. Da sind Kompetenzen und Responsabilitäten ganz klar definiert. Das ist auch ein Punkt, wo etwas geändert wird, wo wir heute als Gemeinde so wir wollen responsabel sein für den Ausschluss und unseren Kanal bis bei Grundstücksgrenze vom Klient, so nicht mal. Das war bis nicht so und da hatten immer viel Probleme am Abbrot, weil die Ausschlüsse dann zum Teil nicht die Qualität davon nicht garantiert war. Und wir hatten Lohn nach ein gewissen Chantier d'urgence machen, wo dann ein Fuite war und das hat müssen gepflegt gehen. Bei dem Reglement an eine bisschen evidente Sache leider auch eine Technik dabei, wo dann noch ganz grob technische Sachen erklärt. Sie ganz interessant, dass auch da die Liste non exhaustiv, also die ist nicht mal vollständig von all den Residuen, die eigentlich nicht darf an den Kanal schütten. Und ich meine, noch die werden wir publizieren, wenn wir halt den nächsten Boot machen, wo das Reglement draufsteht, weil du hast aber enger die einer Überraschung dran, weil die Leute haben aber Tendenz, ganz vieles an den Aufluss zu schütten, aber an denen an der Küche zu klein ist, da gehst du dann an die Toilette schüttet. Und das soll eigentlich nicht Sinn. Auf viele Sachen muss noch bei einer Manier dechargiert gehen oder sich entzucht gehen und nicht einfach an den Kanal geschossen gehen. Ich meine, es wird auch über verschiedene Sektoren geschwärzt, es wird über den Sektor Agrikol geschwärzt, über Distillerien, über Eau Piscinen, über Weibau, über Pompe à Chaleur, Geothermiken, also alles, was irgendwie könnt und den Aufwasserreso angeschlossen gehen, steht da dran, geht darüber geschwärzt, weil den da alles nicht darf oder eigentlich gar nicht darf. Es geht über chemische Toiletten, Rätsel, die man bei den Campingkaren oder so weiter haben. Also alles viel so gewöhnlich, wo die Leute tun, wo sie eigentlich nicht vermehren. Und dann noch ein ganz anderes wichtiges Thema, das ist eben Haut, auf viele Plätzen getrennte Systeme, ein Drehwasser, Tieferflächewasser, ein Kanalwasser. Und da geschehen oft Fehler, ob den Chantier das falsch angeschlossen wird. Und auch das ist verboten. Und auch da haben wir eine Handhabe, für das da muss korrigiert gehen und von den Leuten Kästen überholt gehen, für das dann noch richtig zu machen, ist das verboten, die Reson zu verwechseln, was hier auf der Hand liegt. Voilà, schon noch kleinen Resümee gemerkt, wer das hier geht. Wie gesagt, das Reglement-Tipp, wo von vielen Gemengen so angeholt wird. Wenn aber noch spezifisch froh sind, dann probieren wir auch gerne, ob sie antworten. Serge von Schlift. Ja gut, merci. Met fir Flot van eventuell kind Reglement projektieren, dann
giffen nämlich Leute, die no gucke respektiv Kollegen ha am Sitzungssaal dadurch gesinn, wann man als Remarken lo virbringen. Weil, also wann Stadt lo ich verstanden Claude, dat Reglement lo 1 zu 1 überholl an die huet weiter lo kein spezifische Adaptation am Reglement gemacht. Also ich meine, als Servicetechnik da durchgeguckt, dann also ich meine, das nicht spezifisch Änderungen gemerkt, gehen wir aber so durchgeguckt, dass wir können noch assurieren, dass das doch bei alles passt. Und das ist der Fall. Ja, okay, wenn wir können durch als Notizen gehen, dann werde auch gesehen, dass du verschiedene Sachen noch auch frohen opsinn. Ich meine, alle, wenn du willst, kannst du vielleicht bei den Artikel 7 gehen. Okay, in Artikel 7. Du hast dann vermerkt, la commune pose elle-même les canalisations publiques. Oder steht den zweiten Satz, da kann das an einen Entrepreneur delegieren. Ja, da haben wir das alles gesagt. Wir holen das Recht nicht für nicht zu machen, aber wir können, aber das wird der Regelfall sein, einen Entrepreneur so machen. Ja, weil das ist ja im Prinzip Gemeinde, die ein Kommand geht dann. Genau. Voilà. Dafür hast du immer den Entrepreneur, den du möchtest. Gut. Dann haben wir beim Artikel 11 was neue Konstruktionen betrifft. Au cas de nouvelles constructions, la demande d'autorisation de construire peut également couvrir les travaux. Soll das nicht einfach immer heischen, dass sie immer sollen getrennt gehen? Lift? Ja, aber das hat dann soll getrennt gehen. Was du mir da gemerkt hast, dass ich nicht muss ein extra Demord machen. Ich kann eine Baugenehmigung frohen und den Kanal direkt mit aufrufen und ich muss nicht ein getrennte, weil der nächste Satz sieht, ja, du musst eine Autorisation frohen. Und hier also eben einfach gesagt, du musst auch kein zwei separat machen, aber du kannst das mit an den Baugenehmigung für die neue Konstruktion mal integrieren. Das ist der Sinn von dem Artikel 11. Gut, dann was den Artikel 16 betrifft, dann hast du steht avant toute démolition d'un bâtiment raccordé à la canalisation publique, son raccordement est supprimé. Le débranchement est à réaliser selon les règles de l'art étanche et durable. Bis wohin muss den Débranchement gemacht gehen? Die Limite vom privaten Terrain oder bis unterhalb Kanal? Nee. Also ein Haus aufraubt, der darf ja auch nicht auf seinem Terrain schaffen. Ne? Der muss auf seinem Terrain für seinem Haus oder für seine Möbel muss ein Loch machen. Da mussten alle die Resoen da aufgetrennt gehen, ob das den Hochwasserkanal aus dem Wasser raus, elektrisch aus, all die Resoen mussten aufgeklemmt gehen auf der Platz und dann dürfen recht aufbauen. Und das muss ja wie in der Regel leer gemacht gehen, muss dicht gemacht gehen, und dann in der zweiten Phase oder wie doch immer raus, vielleicht kann ich noch weiterfuhren durch Muschlisten, dann geben den an der Straße waschen. Ne? Wir an der ersten Phase möchten das bei solchem Terrain. Ne? Okay. Da bei der Rezeption, beim Artikel 19, enfin travaux de le maître d'ouvrage avise Gemeinde de convenir sur les modalités de leur réception. Gut. Gemeinde muss das dann machen avant le remblai. Servicetechnik. De 19. Ja, und du hast Frodo? Das ist den Servicetechnik, das aber die Kontrolle avant le remblai möchte. Ihr hat so gemacht. Gut, das ist nur mir ein Klangsache, okay? Das ist aber trotzdem wichtig. Sur les modalités de leur réception.
dats an de Modalitéite sto kënnt ass et firm Ramblé gemerk gëtt. Gut, weil dat sinn wie gesot sinn Also wir schwätzen halt von der Rezeption, ne? An Modalitäten muss man der Gemeng aufgeschwert gehen. Eigentlich ist das Gemeng ja nicht responsabel für das, was hin auf seinem Terrain möchte. In dem Moment, wo wir so, wir holen die Responsabilität für das, was an der Straße geschieht. Und da muss man mit dem Entrepreneur gucken, wenn wir das für dich gucken, wenn wir keine Confiance haben, ob der das richtig möchte. Das ist ja alles Responsabilität dabei. Heute schwätzen wir von der Responsabilität von dem, den proprietär ist an den auf seinem Terrain arbeiten möchte. Und das, also das, mir froh ja eine Kaution, ob ein Trottoirfutti gemacht wird und so weiter. Und die Rezeption da, die also eben, du kannst zum Beispiel so in Modalitäten, du musst als nachweisen, dass wenn durch einen Farbtest den Rehwasserrohr am Rehwasserkanal, also ein Hochwasserrohr am Hochwasserkanal, das kannst du machen, aber dafür musst du Golf nicht ablaufen. Ne? Dafür musst du Golf nicht ablaufen. Okay. So, da bitte nicht. Da bei den Residus am Kapitel 4.1, den Artikel 26, schätzt man von den Lavage von den Autos an Maschinen, am Motor, dass die just autorisiert, dass auf Privatterrain an eben Gebrauchwasser intégralement par une canalisation raccordée à une station d'épuration, wie kontrolliert das? Das war aber bislo auch schon immer so. Das hat schon schnell geändert. Das war bislo immer so, dass ein Auto nicht ist an der war publik waschen. Da muss das immer auf dem Terrain waschen. Und das Wasser soll eigentlich dann an den EGU laufen, für das dann an Kläranlage könnte. Aber effektiv gehen wir das nicht systematisch kontrollieren. Du kannst den aber mal denken, wenn du weißt, dass da immer möchte auf einem Platz, wo ihr weißt, dass dann hast du eine Hand habt. Ne? Aber das ist richtig, wir gehen das nicht systematisch kontrollieren. Ich weiß aber nicht, ob es so viele Probleme gibt. Ne? Ich weiß überhaupt nicht, ob die Leute noch ein Auto daheim waschen. Ne? Das geht auch immer Männer. Früher war das mehr so Usus, das muss aus dem Auto gewaschen gehen. Das ist weil Männer. Bon, dans le 27, le rejet d'eau usée dans les grilles ou bouches d'égout aménagées sur la voie publique est interdit. Ok, Chloé. Les grilles et bouches d'égout sur un terrain privé ne sont utilisées pour y déverser des eaux usées qu'à condition qu'elles soient raccordées à une station d'épuration appropriée et que le déversement soit effectué par un temps sec et en quantité raisonnable. Das ist aber mal so Gummisartikel. Zum Beispiel, ich meine, jeder weiß ja, wir schwätzen alle gut vom Schötterlehmboden. Wie kann ich das vorstellen? Ich meine, der nächste Satz ist ja noch so klar, ne? Da war Publik, die ist da an die Schnee an die Guschen. Ne? Wenn es Leute auf dem Terrain ist, wenn das Natur lebt, dann ist es sowieso nicht. Wenn er an einen Kläranlage lebt, also der Kanal, dann noch angeschlossen ist, dann kann ich dann machen. Aber dann darfst du auch nicht 2000 Liter so nicht mal oder irgendeine Quantität, die ganz hoch ist, dabei nehmen. Und dann in die Guschen, so verstehe ich das. Ne? Aus wie du ein bisschen siehst, auch ein bisschen Gummi, gehen nicht so Situationen nach sind der Freier gehen. Ne? Der aber nicht zweiten Artikel, und ich meine, das ist ein Reglement-Tipp. Das was der gemeint ist. Also am Anfang auf der Straße, die ist das gar nicht, wenn du selber eine EU hast, dann musst du auch, wenn sie zugeschlossen sind. Und du darfst dann nicht permanent riesige Quantitäten dran schütten, wo die dann noch immer gegen hier kommen, weil da muss ich auch froh, der nicht schon ein ganz anderes Problem, wenn er so viel Schmutzwasser hat, wo produziert, das für Wert hat, eine Kommodo-Inkommodo-Autorisation und so weiter und so weiter. Okay, aber beim 21, beim Artikel, da schwätzt man von Leso d'Exor. Ich zu mir aber neuse Mac gar nicht, weil schon dürfen auch müssen googeln, was das ist. Das nicht meistens könnte aus Minen Galerien. Ich meine, du schwätzt mir dann nicht vom Süden von unserem Land. Well, das ist generell das Reglement, aber sind aber Sachen, die vielleicht Kind punktuell
rausholen respektiv adaptieren. Dann as en drinnen den letzte Punkt les eaux de vidange vun den Piscinen und so weiter iwwer soviel Meter kipp. Me wohin mat dem Wasser an de Kanal fir Tiwefläche Wasser oder? Aber das steht ja ein bisschen weiter. Das steht ja da, wo es mit dem Wasser der Sigon. Wo ist bei der Piscine? Wo? Das die letzten ënner. Ja, sind wir ja bei den Museen, ne? Ja, du hast Dann von ist der auch Piscine. Museen, voilà. Also, wenn sie Fräsereien, wir sind ja bei der Kanalisation auch Museen. Dann drinnen könnt ihr richtig für auch pluvial. Das ist das klar, von wegen Reso, das geschwärzt wird zum Schmutzwasserreso. Ne? Und dort ist das nicht mehr zu den Konditionen. Ja. Gut. Sind 2 andere Punkte gut, das ist nicht so dramatisch. Artikel 42. Le raccordement d'immeubles se fait en règle générale directement sur les tuyaux de canalisation publique et non sur les regards de cette dernière. Ja. Gibt es Autorisationen ausgestellt exceptionell? Nicht, dass ich weiß. Nicht, dass ich weiß. Also, bis ich auch noch froh. Ne? Ich kenne nicht alle Kanäle. Du hast mich besser abgestellt, für das zu wissen. Oder Luigi, nicht, dass ich weiß. Also, wir haben auf jeden Fall keine, also schon keine ausgestellt. Ja, weil du hast ja an sich den Term en règle générale. Ja. Gut, das ist dann noch. Bon. Okay, next. L'article 3 affirme les raccordements sont exécutés qu'après l'achèvement du gros œuvre. Gut, das heißt, wenn die große œuvre gemacht ist, dann geht Stoß nur abgeräumt, oder? Gut, für das nicht sinnvoll, für das zu kombinieren. Dass das vielleicht vertäuscht muss. Ja, der Kanal muss ja auch am Gebäude aménagiert sein und so weiter. Muss aber schon irgendwo sein. Ja, ne? Dass der vielleicht mal das Gebäude, also der Großöver baut, der Kanal, da kann, wie man die Regel leer installieren, da kriegst du eine Achse auf der Publikreise, weil sonst läuft ja dann noch all Boden, mal Sand und alles, was der Baustelle das läuft, also ja, sonst riskiert an der Kanal zu laufen. Ne? Gut, dann noch vielleicht aber ein Artikel, den ein bisschen mehr eng ist, das ist der 44. Das ist Protection contre le reflux. Okay. Du hast einen Artikel 44, der sagt, les propriétaires d'immeubles raccordés à la canalisation publique prennent eux-mêmes toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir contre le refoulement d'eau urbain résiduaire vers leur propriété. Ils ont, de ce fait, aucun recours contre l'administration communale en tant que le niveau de reflux reste en dessous du Niveau de la voirie publique. Gut, aber dann hören wir mal einfach ein Beispiel. Dann ein Haus, das schon, ich weiß nicht, 20 Jahre an der Gemeinde steht, und da kommt ein Neubaugebiet hin. Und durch das Neubaugebiet kommt dann zusätzlich Aufwasser hin. Ich kann euch zum Beispiel direkt schon sagen, das ist der Fall im Großbau, wo Häuser, die ziemlich enge sind, die haben mittlerweile das Problem, dass Wasser an hier durch die Egoen ran an hier Haus respektive an die Garage kommt. Und da ist ja auch das Neubaugebiet Lebirschle Grund. Und gut, so wie der dort ausgesagt, wie den Artikel geschrieben hast, dann muss der Proprietär dafür abkommen. Als dann der Proprietär sich schuld von der Gemeinde oder Neubaugebieten möchte, und dadurch entsteht das Problem. Ein anderer Platz, wo man das nämlich tun, das ist auch an der Rue de Bayern zu übersehen, wo die Rue des Jardins auf dem CR steht. Du hast ja auch die Rue des Jardins als
das ist da schon wie lang ein Neubaugebiet mit do sind aber auch Leute die Probleme hun an ihren Häuser durch Wasser rackend. Dafür dat du als ein Artikel wo ich fannen den aus der besser reng, dat soll den aber vielleicht mir genau gucken. Ich meine, wir verwechseln halt verschiedene Thematiken. Das Wasser war am Kanal an sowas den Artikel gemengt. Und das trifft ganz präzis auf die Situation im Großbozone. Du hast nämlich das Problem, dass das Wasser an dem Kanal kann rückstauen, wenn ganz viel Regen ist, weil dann auch das Drehwasser zum Teil nach an den Kanal auch da lebt. Und da müssen sie schützen. Da muss eine Klappe, eine Füllung machen oder ein Ventil machen, wenn den zudreht. Da muss natürlich aufpassen, dass das direkt 400 anderen Ausschluss ist, weil das Ding doch nicht. Zum Teil sind im Großbau der Situationen. Und dann hört eben Schmutzwasser, was durch den Kanal abdreht am Haus. Und das ist genau, was den Artikel da sieht. Da muss dich selber schützen. Und solange das Schmutzwasser nicht von oben, also mehr heiß wie die Straße racken, so ist es doch kein Rekurs gegen Gemeng, weil dann hast du müssen die Präkautionen holen. Das andere Problem, das ist dann nicht mehr Schmutzwasser oder Kanal, das ist das Wasser, was über das Fundament, über den Drainage, über durch eine Ursache an die Häuser randrückt. Bon, da sind dann die Ursachen vielfältig. Das kann einfach sein, dass in so einer nasser Platz ist, wo ihn hat müssen sein Keller, seine Fondationen als Cuvée oder wie auch immer ausfeiern, was vielleicht nicht gemerkt ist, dass noch vielleicht nicht auf so einer nasser Platz mit Situationen hat sich geändert. An sicher, ich meine, das sind genau die Aufgaben, die ein Gemenge auch Autor der Präkaution dafür ist ja das Thema von der Wasserretention, von Flaschen nicht versiegeln, und dafür ist das ja so ein extrem wichtiges Thema. Da sind eben geguckt, also Mann wie möglich Wasser über versiegelte Flaschen an als Kanalsysteme laufen oder auf Plätze laufen, wo Häuser stehen, und dann durch Überschwemmungen verursachen. Und dann denke ich, an der Vision ist das vielfältig, und Probleme liegen oft ganz ähnlich beim Großbau. Da sind wir noch nicht ganz sicher, aber das kann aber auch da sein. Und da hatte ich dann auch noch die Konseil von anderen Leuten, die sich da mal rauskennen. Ich bin da ein bisschen basiert. Heute gibt es Situationen, wo eben durch die Genen, die am Boden liegen, Wasser auf einen bestimmten Platz trainiert. Wenn man guckt, das hauptsächlich ein Haus betrifft, dann ganz liegt die zwei Häuser neben drin. Den Obergansen, den hat schon gut nicht mehr. Wenn ich von dem Wasser schwätze, was durch die Fondationen abträgt, das dürfen wir noch nicht. Sodass ich kann davon ausgehen, dass es ein punktuelles Problem ist, weil sonst, wenn die Häuser alle gut dem selben Wasserdruck ausgesetzt sind, da gibt bei denen alle gut Wasser durch die Fondationen abkommen, das ist aber nicht der Fall. An den zweiten Hinweis ist, dass ihr enorm viel gelbe Sand machen könnt. Aber könnt gelbe Sand hier, aber da wo gehen am Boden am gelbe Sand liegen, also dass man nach ein alle gut Tresusbetreiber ugeschrieben hun sie sollen hier gehen no gucken net dass man do vielleicht so Problem hun dass dort Wasser punktuell op eng Platz trainiert dann bei dem Haus durch Fondationen op können. Also das ist ein ganz komplex Thematik. Wir hatten noch Reunionen am CDS noch für Martine zu gucken, weil in Zukunft könnten eventuell Lesungen sinn mit den Artikel do war man über die schwatzen die se just du musst den Kanäler die an Hause rakommen mit einem Rückschlagklappe oder mit einem Ventil so aufsichern, und das wird ein Rückstau am Kanal aus, dass das nicht an den Haus lebt. Wenn es das aber an dem Haus nicht tust, du hast eben 30, 50 Jahre da gewohnt, und nie ein Problem, und du könnt ein Problem ab durch ein Neubaugebiet. Wie gehen die Leute da gewohnt? Die schlimmste Fall ist eben durch Wasserschuld, okay. Aber schreibt Gemeng dann nur die Leute alle gut nun. Passt auf, wir bauen da kommen da 50 Häuser oder 100 Häuser bei. Die muss aufpassen, dass der Kanal Anlage nachrüstet. Und wenn da keine Rückschlagklappe dran hat, dann muss er das unbedingt machen. Schreibt er dann in dem Moment punktuell alle die Anwohner aus der Straße oder wie will er das machen? Weil, wie können die Leute so gewohnt gehen? Ich kenne nicht viel der Probleme. Wir haben das Problem hier im Großbau. Und da gehen doch Klappen. Wie die Bayern.
wie de Bayern. Da wie sech net, dats ma do an der Lächt eng Reklamationun hätten oder do Problem war. Ënne bei der See. Nee, bei der Madame Rodech war der Problem jo. Den ass geleest ja. Okay. Do war de Problem awer Chlor um Kanal, weil dat auch gemerk, ass déich war gemerk hunn eng Kamerabefahrung gemerk vum Kanal fir zu gucken, ob du de Kanal net gesagt, also verstoppt so weit, das net der Fall. Das ganz klar dabei rauskom mir okay Problem un aus dem Kanal. Das wirklich een Rückstau, den es dem große Kollektor könnt, den op de Klären leer geht mit das Kind bei der Demos do Uwen an der Rüde Bayer war den technische Problem um Kanal, der war gesagt, an der huet Stopp gebildet an vu dem Stopp aus huet Wasser du den Rickenstauder wie de Kanal bis neu gelöt war, du war de Problem fort. Oder so eng Geschicht weil du wees gut beschéet ja. Dat eigen natürlich geguckt auf het recht so und Leutlo also ich mengde auch Neubaugebiet alles basiert ze Eurobetyde du sind alle die Volume vu Wasser die do kommen die se das so alles ausgeraschen gin ich mein, mir will auch net dass die Leute was und alles gemerkt fir das fir de Problem do an den Griff zu kreen sie so noch mehr hatten dat fir net mir hatten aber auch Refall die man fir vielleicht so intensiv net so oft op jeden Fall hatten du könnt vieles bei neen Di noch net seier Konklusionen zeien da müssen dat schon awer bis mir genau examinieren op Fakten noch baséieren du muss bisse physisch sinn méi op jeden Fall de Mkeeten Hundleit sich also aus dem Kanal dort schützen an der dann muss man wie gesot gucken nach hun Tresusbedrawer ugeschriwe, weil das wirklich awer komisch, dass dat so punktuell bei engem Haus optritt nach ganz liicht bei den zwei Operen doen, aber den anderen Häuser net méi dat muss nawer mal eng Erklärung dafür fanne fir wat dat grad so do ass das ke generelle Problem an das lo net so dass du an der Stroos permanent Überschwemmungen sind je 20 cm Wasser am Haus sto so ja och net das wirklich punktuell wo der todcht Fundament an opträgt. Okay gut ich menggen das als die größte Merkung zu dem Reflü mé gut entwerte sie kom. Und dann gehen wir einfach auf den Artikel 53 zu dem Schluss, dass den Reglement, den heutigen Reglement, all guten die anderen Reglemente, die für rund waren, ersetzt. Ist das von einem Moment zum anderen oder gibt es eine Periode transitoire, wo können die Leute sich adaptieren, aufpassen, noch besseren? Nee, eigentlich nicht. Ich meine, wenn wir das gestimmt haben, dann ist das Reglement gültig und nicht mehr der Dat. Ne? Ja, okay, gut. Weil das war mir raus diskutiert hatten, raus von hatten. Merci mal. Merci auch. Sonst noch froh. Kein froh mehr. Da gebe ich bin das noch darüber aufstimmen. Welch Nico? Ja. Hat man Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Vagerini Nora? Ja. Kaiser Andy? Ja. Joch? Nagel Anne-Marie? Ja. Nai Conny? Ja. Sauber Jules? Mam Jules Singer Prokreation, ja. Trein Serge? Ja. Kreisen Paul? Ja. Dann so ich merci. Dann wären wir beim nächsten Punkt. D'approbation d'une modification du règlement de circulation communale. Du hast so, dass wir kommen ja noch nach Trupptrick, verschiedene Mesuren für den Apaisement du Trafik, also für die Verkehrsberuhigung wollten aufhören. Und ganz besonders war es wichtig, dass man beim Schloss, wo lanscht Schloss Mauer fährt, an wo man ja an der Lächt aber relativ viele Eventer hun wo dann noch immer do gefrot geht doch für Aufwanderungen zu kriegen, weil dann aber viele Leute do über die Straße laufen an auch mit Kanner, ich meine wir haben do am Kannerschloss die am Schloss die Kanner die Service wo man Kanner schaffen wo ja auch dann oft Sachen sind am Park, ich meine wir invitieren Leute auch dahin zu gehen, wir haben den Sensorik Deel do am Park mir und Roseré, wo ganz viel Besicht gött auch ganz touristisch gut du könnt an der Gött die Schlossmauer gëtt Grand afir dummer mé Sicherheet dran zu bringt also extrem eng wollte man do proposieren eng so 30 zu machen an überhaupt davon von der anderen Seite guckt schmeng du den
Sauerböger so awer Schleichweh, op dem et ganz schnell Firo geht, ne? Ich mengen du gëtt net opgepasst, wieviel da sind dann du raisonabel soll fuhren, zuviel keieren do das net ganz bret. Heinz du muss forsäierterweis natürlich schluss me was es geht net land schneen. Da soll net all der accident tot war anderwer schon do an muss auch net op warten, da selbst ganz schlimmes geschieht. Ich mengen die Schweiz noch immer iwwer die Wëllesubahnung, weil der Thema nowen dat unbedingt oprollen. Me du könnt auch ein kring Lesung haut muss dann wann wilt man wëll op hin erfuen de Sauerbeger op an defir auch doch fir de Wëllo eng besser Situation, wann man dort geschwind geht mo gegen den Ruf setzen. Wir waren auch der Meinung mat der Gemenge dran, wenn du eng Engine zu fahren, dass auch sie gegen op ihrer Seite mat op DW goen, dat das aber leider dem net so das net direkt bei ihrer dir, da was net grad so motiviiert an moment das Lommel gewircht sie gesechen lohne dann für wat sie do sollen eng Verkehrsreglement anderen, vielleicht können man enke Martin diskutieren, wann man der Teil gemerk hun den aller projizeiert lo also die lo die heiten eben für lerncht Schlossmauer wie ich lo just gesot tun, dann eben Geschwindigkeit op 30 zu setzen. Schuld kim dann do bei Duetztafel sto die gesiedet do kim dann noch ein Ralentisseur hin. Wir wollten am ganzen 3 Steck installieren, die anderen sind dann mit längs am Bild die gesit hat. Und da steht da noch Schuld 50 Mengen. All die Mesuren, da sind wir rausgeschafft mit unserem Büro, wo immer auf verkehrstechnischen Themen berät. An der da als verkehrstechnisch statt, was sie dann noch als rekommandieren. Das mal zu dem Punkt. Gleichzeitig statt war auch du froh von den Anwohnern, und da sind wir auch limitiert. Ich meine das nicht, dass wir das nicht wollen, überall machen. Wir wollen die Infrastruktur nicht hier geht. Und da das zum Beispiel der Fall, wenn Trottoiren aménagiert sind, kann ich kein so 20 machen. Am Schloss W geht das aber irgendwie weiter, sodass man auch da wollte proposieren, dann die Zone als 20er Zone zu deklarieren. Und voilà, das waren die Sachen zu dem Verkehrsreglement. Limitation 50. Der ganze längt wo d Gemeng Schëtter ugeet am Sauerbech bis an do wo 32 ugeet an der Lcht Schlossmauer 30 dann bis op anru die Chateau an du könnt an der Jo eng afhar hin, dat immer mich später am de wie die da noch so 30 konform ass, weil mir kommen hier vun eng CR ran an op en Gemengen en Gemengestroos an du musst dann awer Reglementationun vun der Pointchausse ergale gin. Bin du zu froh. Ja, Serge. Gut, das eng Flotzach mit der Verkehrsberuhigung, die Vitaslimitationen, Sauerbegerhof, okay, Schloss W, gut, Rüdi Park auch gut, aber wie ist das mit der Rüdi Neueisen? Das ist ja wohl Schleichweh. Und wie wird das nicht lo am Kader von den Mesuren, die man integriert? Rüdi Neueisen ist schon länger Zeit schon ein Thema, ich meine, das war schon ein Thema von der Verkehrskommission, hat ja vielleicht Kinder mitholen. Wir holen Rüdi Neueisen mit, da waren ja noch die Chantier von der Post, und da waren so viele Arbeiten, der Kreuzungsbereich, wir sind da auch mal umgestalten. Also das geht schon ein bisschen wie ein größer Envergure, wie die Malerei haben. Und das nicht vergessen, wir schaffen da drüben, wir werden intensiv da drüben schaffen. Mit der Teil waren nur Sachen, wir warten noch schon mehr lange drauf, wir wären auch schon froh gewesen, wir hatten das schon umgesagt. Das hat alles schon mehr lange gedauert, wie wir gedauert hatten. Wir kommen noch mit der Rüdi Neueisen, aber das geht mehr kompliziert als nicht. Also wir wollen das auf jeden Fall machen. Aber du musst sicher, also das geht ein bisschen ähnlich wie das heute, es gibt mehr Gesamtprojekt. Und du war noch zu frei für das zu machen, wie das mal noch dauernd am Gange waren, an der Straße durch zu schaffen. Das macht keinen Sinn, Mesuren zu machen und dann noch wegzurappen, und das ist nicht auf der richtigen Platz. Wir sollen es nicht vergessen, und das ist auch wichtig, dass wir da etwas machen. Wir haben bei den Verkehrszählungen, die wir kürzlich gemacht haben, haben wir ja gesehen, wie viel Auto und das DW sicher für da abzufahren. Ne? Okay, ich meine, das ist eine Sache mit der Umgestaltung von der Kreuzungen, respektive mit der Kanalisation, mit dem Wasserreservoir, mit allem, was da mitspielt. Aber hier geht es konkret,
Hier kannst du die Möglichkeit, die zwei Sachen, hier ist die Möglichkeit für die zwei Sachen zu trennen. Mal lo mal einfach ändert dein Verkehrsreglement lo einfach und dann hast du innerhalb von so einem Monat hast du doch da, von mit den anderen Zonen, sogar vielleicht nach Echter, weil du hast ja die Bockel und all gut schon an der Straße, dann hast du eine Zone 30 auch da. Und ohne lo eine Hauptkreuzung mal dann an Boot zu holen. Das verstehe ich, dass das ein längerwierigen Dossier ist. Ich meine, den hat mir ja auch schon angefangen an. Hier wird ganz einfach lo für was lo eng Straße vergessen, die schon Ewigkeiten schlecht wäre. Ich so nimmer nie offizielle Kontonummer von Schötter. Aber dafür, also, wir giffen wirklich, also, mir wäre froh, von der das lo Kind mal umsetzen. Also, wir können lo nicht mal umsetzen, wir können aber lo eine Analyse machen, ob wir schon einen Quick Win kriegen, und das machen wir, und wir gucken, ob wir das im Büro zusammen. Vielleicht wollten wir den Optimum direkt tun, und das ist vielleicht nicht möglich, also das verstehe ich, denke machen, wir gucken, was wir da können machen, aber lo können wir heute nicht mehr da bauen, ich meine, wir sollen das Teil stimmen, da kann das umgesagt gehen, und dann gucken wir, dass wir da heute neu ist. Noch kurz ein anderer Partner. Wie seid ihr aus mit den Gesprächen mit dem Minister an puncto Radar und so weiter? Seid ihr da mit dem Minister am Gang, oder? Also man hat ja die Korea gemacht, darauf sind wir keine Antwort gekriegt. Wir können ein genau haken. Ich gesehen, dass Madame Backes geschwunden ist, da froh ist. Also wir keine Retour kriegen, ich weiß nicht, wo sie drin sind. Froh das noch. So ist noch froh. Kein froh. Dann gehen wir über den Punkt, von ich Gift aufstimmen. Weil Nico. Ja. Hat man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fajarini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch. Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Jusinger Prokreation, ja. Trein Serge. Ja. Und Heisenpol. Ja. Merci. Dann haben wir das nächste Verkehrsreglement als eine Konfirmation von einer Modifikation urgent, wo der Schaffer décidiert hat. Und das war eben die Fermeture vom Trottoir dann auf der Höhe von 21 Rue du Château, weil du Arbeiten gemacht werden müssen von einer Entrepreneurfirma. Und das war vom 20. bis zum 20. Oktober bis zum 31. Oktober, pardon. Und du hast eben den Trottoir auf der Seite und so, und die Fußgänger sind ugewiesen gehen dann auf der anderen Seite den Trottoir zu benutzen. Gehen du zu frohen? Kein frohen, da gehe ich später darüber aufzustimmen, weil Nico. Ja. Da hat man Jean-Marie. Aisha Serge. Ja. Fajarini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch. Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Jusinger Prokreation, ja. Trein Serge. Ja. Und Heisenpol. Ja. Du hast notiert. Ja, merci. Voilà, und da kommen wir bei Gemengeninfrastrukturen, wo wir aufhängen haben, wie für die Demolition von 252 Rue Principal. Gib Stimme, Serge für die Gewandschrift. Ja, da wie der wisst, haben wir ja den Hof Altmaisch auf der Rue Principal 252 gekauft. Da sind wir proprietär hinter dem Sommer. Und heute Abend geben wir dann heute den Devis und dann auch direkt an den Artikel budgetär, den dazu gehört, den wir dann das Jahr am Budget noch nicht gesehen hatten. Aber falls wir aber geben, das Jahr ich nur kommen, für den auch schon zu kreieren. Und da haben wir da geguckt und da geben wir mal schätzen, dass wir ein Budget von 100.000 € hier gesehen, dass das einerseits für tausende Eidelsräume, was nach da steht, dann das war schon Chantier eventuell von Amiant für do wäre zu präsente Réseau, und dann habt ihr eben dann Travaux de Demolition von dem Haus selber, also insgesamt schätzt man den Monat ab 100.000 €, und dafür gebe ich mal bitte den die Wahrheitsstimme, für dass man die Erbestücke hinten an Auftrag gehen. Gehen du zu froh, wenn ich Gift. Serge. Ja gut, wäre es nicht sinnvoll gewesen, für die Hausrechte wegzurappen, für ganz klare Projekte, was da hin könnt, anstatt lo schon zu machen. Und plus wird ja an der nächsten Sitzung schon das Budget präsentiert. Ich denke, wenn in lo am Kader von einem Projekt wegrappen, da gibt es bestimmt unter einen anderen Kostenpunkt gehen. Weil ich meine, was lo ja ist, was bewirkt den Hof, dass das an sich ein optischen Ralentisseur für den Verkehr. Das ist eine Anengung
eng optisch Anhängung vun der Entree vun der nördlicher Entree vun eiser Gemeng. An dofir mir als die Gedanke noch gemach fir wat lo dat machen. Weil das nach feit bis das du ein Projekt könnt dafür nächste Monat gëtt de Budget präsentiert lo setzen wir beim nächsten Punkt setzen wir einen neuen Artikel op de Budget an dat die Affäre war speziell. Gött jo egent en keer wäch gehabt, méi loset lo fir wat lo net sto losen, well eng eng optisch Verengung ass. Am Ufang war da doch bëssen de Plan, weil ich weiß nach dass Demos noch de proprietären Diskussion war ob se een Energiepass brechen oder net. Van der verkeef muss über not der Energiepass fehlen, da brauchen aber net van Haus aufgehabt gëtt méi Demo zu mir runter gesot, gucken de Projekt net fir Mo an so weiter. Bon. Dann ist aber das Problem, ja, dann Squatteren, ein Riesenproblem, wo man mit der Poli so oft an Kontakt waren, dass eben die Eidelhäuser dann bewohnt gehen. Da ist ein Problem, wie man bis gesehen haben, was Haus ist, für Sicherheit, ja, weil du schickst am Anfang nicht mehr gerne in ran, also problematisch ist, aber trotzdem ein bisschen. Dann weiß man noch nicht, welche Überraschung da so durchkommen, ne, von Substanzen, die man vielleicht muss nicht zuhören oder halt oder da. An lo war awer Zeit fir dat do ze planen, muss ganz ausgeraumt gin, so dats man awer gesot hun mir schaffen als lo den Problem bësse, weil das awer wenige Problem vum Hals an wann net gemerk ass, dann ass het gemerk an dofir an lo mat de wie gefrot, a man lo ëm worden, da gi man enke ne de wie froen, da kann drëmmenke fleicht méi an dats man lo fand und das da war gut für ich mein, ein bisschen zu Schötter sind wir schon lo de Präsidentsfall gehabt wo man war so sicher de Projekt aus nicht für Mo am Endeffekt wie aber nie wie sehr das Tür geht aber man der Tolo gemerkt hun dann hast das face das immer das Risiko ist face wir brauchen das nicht dauernd drum zu kümmern das aber du kein Racken und so dass man aber lob der tun das hat die best Solution ass fir do dat de wäch zu hëllen. Da kommen lo nach och einer Ideen dabei. Ich menge noch do hummer ken properen Trottoir den no lerncht geht, grad den zwar drwer goen, méi och dat ass Fleiche Plan, de man dann ermerken, dat sind an Infrastruktur do och schon aménagéiert ënnen as nach den Eck vum Haus, den wieviel läuft du nach 50 cm Trottoir. Dass man da aber doch du könnte schon regularisieren, also wir waren nur der Meinung, dass aber besser wird wäsch zu rappen wie nach Stohlen zu losen not all dem was ich just gesucht tun. Ja okay, am PAG hast ja festgehalten, dass den Alignement soll beibehalten gehen. Wie willst du dann do ein Trottoir vergrößern? Den Alignement muss beibehalten gehen, aber ob Minimum 2/3 von der ganzen Länge, nicht die ganze Länge muss beibehalten gehen. Ich meine, wir wollen den Alignement doch beibehalen, du hast auch selber gesagt, das hat ja die verkehrsberuhigende Wirkung, das auch für zu weisen, halt du Stungen gerappest, du kannst noch später vielleicht schießen, eine Plakette, soweit sind wir noch alles nicht machen, dass der Haus durch Stung mit dem Aliment das geschützt, den müssen wir auch schützen und den wollen wir auch beibehalten als Gemenge, wenn das geschützt, ob 2/3 von seiner Gesamtlänge, nicht auf der ganzen Länge, dann, ich meine, das Verkehrs technische Gründe für den Trottoir zu, wo ich proper Kalenschkoen gif man dann noch de Projekt wahrscheinlich so planen, dass ihn dann einfach den Trottoir behält. So ist nach vorhin. Da kennt man über den Punkt aufstimmen, wann schläft Fälsch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Naikoni. Ja. Sauber Jules. Mam Julesinger Progression, ja. Trein Serge. Ja. Trein Paul. Ja. Das war dann den Wie und dann ging man eine Aufstimme für den Artikel beizusetzen. Da gebe ich denke, wir dann das Berufsstimmen, Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Naikoni. Ja. Sauber Jules. Mam Julesinger Progression, ja. Trein Serge. Ja. Und Trein Paul. Ja. Merci. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, den Konvention de
d'Occupation temporär vun engem privaten Terrain an dat Gift kann ich als präsentieren. Schöne guten Abend einmal von mir. Hier geht es um eine Approbation von einer Konvention d'Occupation zwischen der Gemeinde und der Firma Cardoso et Fils von Nivasieren. Diese Konvention bezieht sich auf die Okkupation von einem Teil von der Parzelle, der im Besitz von der Gemeinde ist, und an der Hauptstraße auf der Hausnummer 162 liegt. Die Firma Cardoso et Fils riecht auf der Notbesch-Parzelle mit der Nummer 166 eine Residenz ab und muss dafür einen Kran abstellen, den zu einem Teil von Terra von Eiser, also op Eiser Parzell daneben installiert wird. Konvention gesagt eine Okkupationsdauer von 6 Monaten an das vom 24. Oktober bis den 24. März nächstes Jahr. Der Loyer für diese Zeit ist auf 200 € den Monat festgelöst. Die Konvention regelt weiter, dass die Firma all nötige Sicherheitsmaßnahmen hält, dass die Sitten am Ende vom Chantier an einem properen Zustand losgeht, an das all eventuell Schäden Terra von der Firma zu drohen sind. Voilà. Kind dazu froh. Kein froh. Ich meine, wir hatten der Hölle, wo er informiert, dann die ihren Lokatär informiert, dass das so ist. Und ich meine, oder? Da wirst du Bescheid. Gut, ich hoffe nicht, dann kann man gucken, ob wie Resultat geht. Stimmen wir drüber auf. Und ich glaube, falsch Nico. Ja. Hat man Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch. Nagel-Anne-Marie. Ja. Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Julinger Progression, ja. Trein Serge. Ja. Und Heisenpol. Ja. Merci. Und da kommen wir bei unserem nächsten Devis, wo wir am Ende über die Verkehrsberuhigung schwätzen. Den Deal haben wir ja schon geschnitten. Den Devis leitet am Dossier, normalerweise die Mesuren, die wir da vorgesehen haben. Also da ist am Sauerbösch, wie gesagt, die 3 Ralentisseuren, und dann am Wasserfeld Ralentisseur und an der Rue du Village 2 Ralentisseuren. Das wäre für 30.000 € in unseren Schätzungen. Dann ein Aménagement von der Entrée von der Rue du Parc, 13.000 € für 32. Und dann Markage-Signalisation an auch Panneau und die Vitesse ugin über 32.500 €. Da kommen wir auf ein Devis mit einem Prävu von 10%, mit der TVA von 97.160,50 an die Nummer arrondi. Das ist genau innen. Auf 97.000 €, wenn wir hier ein Prävu haben wir hier dran. Wenn wir hier gucken, auf Plan. Da sind wir an der Rue du Village. Da das genau geguckt, gehen, dass wir keinen Hünneren, dass auch sonst keine Aufhärten da sind. Dass sie weit genug sind, wäsche von den verkehrsberuflichen Maßnahmen, die schon da sind. Und da sind dann die optimalen Plätze, die das Büro eben determiniert hat, wo dann die Ralentisseuren da hinkommen. Es wird ja immer gesagt, dass ein so ein 30 gibt zu viel schnell da vorgehen. Ich meine, das so hauptsächlich Leute, die da wohnen, das ist ein Altstraße, so. All die Leute, die da wohnen, so, nimmer geht schnell gefahren, weil sie selber an einer anderen Straße fahren. Ich meine, dann hast du das oft vergisst. Wir haben aber auch schon Dokumente mit dem V-Account an so groß indexieren noch nicht. Das mal ab und zu mal in der wirklich übertreibt. Einer, die liegt zu schnell. Ich meine, das ist ein so ein 30. Das ist sehr zu schnell. Natürlich, wenn du geblitzt wird, dann hast du doch direkt geht teuer an Cashpunkten. Melomensch machen wir das auch noch dabei und dann hoffen wir, dass das dann noch besser geht und die Leute noch besser respektieren, dass sie eben dann nicht so 30 Stunden fahren. Dann man fängt doch nicht die paar Sekunden, die du wünschst, wenn du im Museum fährst. Wir finden uns alle gut drin. Ich meine, dann ist es Notbeschländer, wo schon viel mehr lang so ein 30 Standard sind, da geht schon mehr losgefahren. Sind dazu noch froh. Ja, Paul. Ja, just ein zu der sozusagen froh, aber auch Trüde Neuersen, Trüde Bayern und Trüde Chateau. Die sind auch Straßen, wo am Anfang extrem schnell teilweise vorgehen. Für durch der Sinuskurve nicht, von der kann man das nicht zu vergessen hat zu merken. Das ist natürlich mal pro Chaussee, also im selben Punkt die Hauptstraße meist. Ne? Ja, ganz richtig, als Schmengen. Der Mesure kann ich viel machen, wir probieren da Führung zu kommen, wir merken also auch schon überlegt, doch nächste Abgang von unseren Wirtschaften, also Abgang neu zu gestalten,
paar Sachen werden sich machen, wenn wir größer Infrastrukturprojekte haben. Aber du hast recht, dann zu annehmen. Ich meine, die Straßen sind nicht vergessen. Wir schaffen weiter unter Verkehrsberuhigung. Ja. Da komme ich aber noch bei Schötter zurück. Du hast gesagt, die hat alles genau geguckt, geprüft, mit den Ausfahrten, Abfahrten. Also Büroempfang, ja. Also wenn ich gucken, ohne lang zu gucken, sind ich schon direkt in ein riesiges Problem mit den Bauer, den beim Traktor, der muss rausfahren, der muss immer rauf, weil die Kalle kann mal auf die andere Richtung raufzufahren. Bei einer feiert, das nicht bei feiert, dass die Blumenback, die soll gesagt gehen. Und dafür, dass du die Strich als nächster Gezeichen kommt mit der Ausfahrt, vis-à-vis, da wo der Nüssert steht, also von da, wo 5 Meter abhält und da geht der Balken rüber, wie fährst du mit der Schleppkoffer, wie willst du rausfahren mit einem Traktor und dann noch mit einem Traktor? Das kann irgendwie in Mengen nicht funktionieren. Und sind da, wo auch ein bisschen darüber informiert gehen, die Leute konzerniert sind oder nicht? Nee, also ich meine, wir stimmen nur mal de wie, das war die Idee, das kann ich noch nicht auf der Platz gucken, wir bei den Markagen haben wir ja all also Prämarkage gemacht, dann darüber reagiert, wenn irgendwo ein Problem war. Ja, wir können das ohne Problem machen, aber die Dose noch bewegbar, ne? Die Dose nicht fix. Nicht fix, ja. Ja. Mit das, also wie ich so gesehen, das passt nicht mehr, ich weiß nicht, wo es eine Sache soll setzen, das ist nicht einfach. Ne? An die Sinuskurve, die ist auch ziemlich nur beim Busarrêt, sodass der Bus immer dann auf der Sinuskurve steht. Aber gut, das ist vielleicht beim anderen Reisklammen, halt hier mit der Luftfederung oder ein bisschen andere Möglichkeiten. Also wir wollen da denke ich mat, das ist ja noch nicht installiert, kann ich alles nicht gucken. Nee, wie gesagt, das war die Idee für das Zweite zu installieren, das so zu machen, dass es keine anderen und die Verkehr aber beruhigt. Ne? Da ist auch schon an dem Do-Deelsteck, ne? Weil an den anderen Deelstecker geht es gar nicht. Mit den Parkbuchten, die noch da waren, dann mit der Keira, mit den Bänken, alles, was man schon von urbanistischen Mobiliado installiert und geht es, urbane Mobiliar installiert und geht es nicht. Wollen ihre Marken auf jeden Fall mit. Okay, da muss ich auch noch so, weil ich heute gesehen habe, weil doch gut gemerkt, dass du mir schon gefreut hast, die Reparateure habe ich für den Kanaldecken, die sich gesenkt und das hast du heute gemerkt. Ja. Merci. Okay, so ist noch froh und Nora Wandschrift. Ich denke, ob es möglich wäre, auch so ein Schild drüssig eben an Trude Siegelsbach zu schreiben, zu stellen. Direkt an der Entree, an der Sortie, weil effektiv, wenn ich am Auto durchfährt, nur der Knopf, können doch beim Auto 50 stehen. Und sie reden alle gut mit 50, obwohl das natürlich noch ein so ein drüssig ist. Wäre just als 2 Schilder gegen durchgehen. Merci. Können wir auch denken, gucken, was wir auf der machen, also eine Markage auf der Straße. Ne? Ja, aber das macht gar nicht auf der Straße, aber das, ja, läuft nicht so. Okay, dann gib mir Rufstimme, wenn ich falsch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Reicher Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaiser Andy. Ja. Joch, Nagel Anne-Marie. Ja. Nai Conny. Ja. Sauber Jules. Mam Jules Singer Progression, ja. Hein Serge. Ja. Andreisen Pol. Ja. Merci. Dann wären wir beim 6. Punkt. Gemenge Finanzen. Da geht es um die Wie für ein neues Kabinett und das präsentiert Serge. Voilà, wie gesagt, das ist wie für ein neues elektrisches Kabinett für den Servicetechnik, also für das Atelier zu kaufen. Das ist auch am Kader vom Mobilitätskonzept, von unserem Strategiekonzept, Elektromobilitätskonzept von 2023 vorgesehen gewirrscht. Da war es schon für 2023 vorgesehen, für die alle Mitsubishis Kabinett zu ersetzen. Die wurde noch immer gepackt. Das also der Chef von der Regie hat immer gesagt, die dürfen sie noch packen. Hat aber gemerkt, es wäre der Moment für ihre Laufzeit definitiv kommen und dafür stimmen wir dann heute in die Wie für zu ersetzen durch ein neues elektrisches Kabinett. Da sehen wir insgesamt 507.000 Euro für, das sind rund 7.300 Euro für das Kabinett selber, dann für den Schriftzug 700 Euro sind wir viel gesehen und dann Wanderpnöen, Felgen und alles, was sonst noch dazu gehört, man denkt 2.000 Euro
für Gesamtmonte von 500.000 Euro an die Sue sind noch am Budget 4 gesehen auf dem Artikel den gedurcht das für eben Kabinetten an Utilitäre für den Atelier. bin tot so froh wann schlift ja Serge. Ja, Hey, ich bin froh. Wir schon pur PV-Anlagen installiert an mit der Elektromobilität. Wie viel können wir schon nutzen davon oder wo wir können das Auto davon lösen oder um wir da noch meist, wo wir können nutzen mit den PV so gelöst oder hast du schon Konzept, die viel bis Neues geschafft? Wir haben überall Community Energetik Lokalen zwischen dem Campus an den Gebäude, an daneben noch zwischen den Gebäuden in Hauöwen, an der Nummer groß, wo die ganz Dinge hast, du musst man dann das Netzwerk Käste bezahlen, wo man alle diese Gebäude gedenken wird, das heißt im Prinzip geht immer den Strom, den wir bei der PV-Anlage produzieren, auch da genutzt, wo ein gut zugeht im Moment. Ja. Ich mein, wir werden da fließen und die Bilder mal kommen und dann kriegen wir die Zahlen alle gut durchgelöst. So ist nach froh. Dann gebe ich später das Motto drüber aufstimmen, welch Nico? Ja. Hat man Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Jerini Nora? Ja. Kaiser Andy? Ja. Joch, Nagel Anne-Marie? Ja. Conny? Ja. Sauber Jules? Mam Julesinger Progression, ja. Trein Serge? Ja. Und Heisenpol? Ja. Voilà, merci. Dann sind wir bei den Akt Notarien. Du haben wir den Akt de Session à titre gratuit. Ich gehe nicht mehr viel drüber an. Geht um die Parkplätze in der Hart, 0,16 Jahre. Das ist heute ein Akt, den Notar gemacht hat. Ich meine, kein Frohen dazu, da können wir direkt zum Wort kommen. Welch Nico? Ja. Hat man Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Jerini Nora? Ja. Kaiser Andy? Ja. Joch, Nagel Anne-Marie? Ja. Conny? Ja. Sauber Jules? Mam Julesinger Progression, ja. Trein Serge? Ja. Und Heisenpol? Ja. Merci. Und dann der nächste Punkt, da geht es um den Busch. Den leitet bei Bollendorf Pont, Sektion A, am Lieu-dit im Gär. Den hat mir geirrt. Das sind 3,70 Ar. Das ist kein Busch, das ist ein verwursten Feld am Anfang. Da steht ganz groß Hacken drauf. Den hat also auch schon Geld gekostet. Wir müssen einen Sicherheitsschnitt machen, weil neben der Straße ist. Aber wir können eigentlich mit dem Busch da nicht aufhängen. Da will auch kein etwas dafür gehen. Und dafür haben wir hier die Donation gemacht und Stiftung Fondation Hölle für Natur. Die geben den Busch dann holen. Sie waren noch nicht so begeistert, aber schlussendlich sind sie einfach durchgeringt für den Busch, so ich noch immer mit dem Anfang Busch, für das Feld, das so gewissen Feld dort zu holen. Wie gesagt, ich meine, das ist nicht wirklich etwas wert für uns, schon gut nicht, die Leute werden weg. Im Prinzip soll noch Gemengen keine Eigenschaften mehr urbaner Gemengen holen, also ein bisschen so die Consignen, die vom Innenministerium kommen. Voilà, dafür die Donation, ich meine, die Stiftung hat auch viel Terrain in der Gemeinde, sie hilft uns auch für Projekte zu machen, am Naturschutz. Ich meine, das ist ein bisschen ein Handwerksdianer. Und das ist ganz gut bei ihnen abgehoben. Und wie gesagt, für uns ist noch, heute noch keine Valeur. Geht dazu froh zu der Donation. Kein Frohen hat, dann gibt man auch hier direkt aufstimmen. Welch Nico? Ja. Hat man Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Jerini Nora? Ja. Kaiser Andy? Ja. Joch, Nagel Anne-Marie? Ja. Conny? Ja. Sauber Jules? Mam Julesinger Progression, ja. Trein Serge? Ja. Heisenpol? Ja. Merci vielmals. Dann haben wir die schriftliche Aufrufe von den Conseillen, da haben wir 2 Aufrufe gekriegt von der Schütter Birger. Ich gebe es Wort gehen, das ist egal, wer noch mal 4 holen oder auch nicht. Ja. Okay, meine Herr Bürgermeister, Madame Chefin, Herr Chefin, wieder im Artikel 25 vom geänderten Gesetz vom 13. Dezember 88 auf vom Artikel 5 vom Reglement vom Ordre Interieur vier gesagt, geben Gemeindekonseil von der Schütter Birger ich folgend vorstellen. Der Chefrat korrigiert ja alle als Vereine in Manifestationen, die nicht mehr möglich unter dem Label vom Green Event zu organisieren.
Am Kader vun de Festlichkeiten vun 35 Joer Partnergemenge Siegelsbacher Schëtter ass samchte 27. September 25 grösse Festakt vun den Gemengen organiséiert ginn, wo auch verschieden Vereine aktiv mat Corona bedeligt waren. Nieft dem kulturellen Enkadrement vum Gesang a vun der Musik war joch Catering mat Issen a Gedrängs sur Plas vun de Vereiner gelecht gin. An dem Kontext adressiere mir folgend schriftlich froh und de Schafferrot kann de Schafferrot als darüber informieren, wie wird diesen Event net net dem Label vun eng Green Event organisiert gouf. Merci für deine Antwort. Ja, ich mengen mehr hun als engagéiert dann mehr motivieren Vereine für als Event als Green Event zu organisieren. Wobei du muss wissen, ich meine mehr als Gemengen mir hun als so gut umgestaltet, mir hun als all gut Meier gehen wir können Green Eventer zu organisieren, die stellen wir die Vereine auch zur Verfügung. Wir machen das am Prinzip auch das aber so, dass für den Label dann noch zu hun proposiert 2/3 von den Eventer als Green Event zu organisieren. Also muss ich kein 100% von den Eventer als Green Event organisieren. Ich meine, unter dem Strich, auch was die Do-Manifestation angeht, sind wir eigentlich auch Green Event gewirrscht, auch wenn wir das Label nicht tun. Wir wollten das aber nicht oktroyieren, weil ich meine, wenn Gemengen alles organisiert von 1 bis 4 Dachkäfe auch möchte und so weiter, dann ist das mir einfach. Wenn ich aber die Vereine fragt, hey, wollt ihr da Sachen machen? Wir waren ja ein bisschen auf sie angewiesen, für das Catering auch funktioniert oder auch gut funktioniert. Wenn wir die Kontrante noch drauf gelöst hätten, das wäre dafür verschiedene vielleicht mich schwierig gehen, noch weil die Laufzeit auch mich klein war. Ne? Das nicht wie wenn du schon etwas ein paar Mal gemacht hast, eine gewisse Routine hast. Heute war eben noch mehr exzeptionell. War an der kurzer Zeit eigentlich nicht gut möglich, auch das Label nach uns zu fragen. Wir erinnern dem Strich, wir aber selbst reagiert, wie wir das immer machen, an den Auffall vermieden, mit Mehrweg Geschirr geschafft, bei den Archävischmengen, du war Verein selber verantwortlich, du kann ich keine 100% Garantie geben, dass all die Kriterien du vielleicht respektiert, gehen mir das eben, wie gesagt, auch du sagst, für was das Event, nicht in der Green Event gelaufen was. Ich meine, also der Niveauspruch war aber nicht drin, aber wie gesagt, also auch eigentlich vorgeschrieben, dass ich 2/3 von Event da probiert unter dem Label zu machen und nicht 100%. Also von uns war das ein bisschen eine Ausnahme an der Form, wie man das organisiert haben. Bei der meisten Null, aber den zweiten geht es ja nicht gut machbar, für ein Label auch nach uns zu freuen. Du weißt, das ist aber ein bisschen administrativ, du musst aber viel Prüfe bringen, für du gut zu sein, und das ist eben nicht so einfach bei der Manifestation gewesen. Das ist ein bisschen die Erklärung. Okay, merci. Ja, Serge von Stift. Ja gut, war noch zu der ich davor war als Gemeng soll ihn aber trotzdem, aber wann ihr das schon optroiert, da war man ein gutes Beispiel für gehen. Gut, machen wir auch mal überall da, wo die Gemenge länger organisiert, machen wir das doch. War aber heute nicht so. Okay, gut, dass wir hier kommen. Der Polo hat ja auch für den Artikel gesagt vom Gemenge Gesellschaft, haben dann auch dummer darauf. 2024 studiert, als Frau geht es um den Super Senior, 2024 studiert am 12. August eine Konvention mit der MEC-ASPL, das heißt mit Mouvement pour l'égalité pour tous, unterschrieben. Das Sujet von dieser Konvention war für sogenannten Super Senioren zu finden, die Leute respektiv zu formieren, an für nur eine Urlaubszeit die Schüler und Schülerinnen vom Fundamental können nur 11 Stunden zu gehen. MEC hat ja eine Koordinatrice zur Verfügung gestellt, für das Projekt zu begleiten. Demals aus den estimierten Budget, die war 6.132 €. Gut, an dem Kontext von mir dann noch folgendes und der Chefrat kann der Chefrat als von Schliff konkret darüber informieren,
wieviel super Senioren an der Gemeng aktiv 0 Stunde gehen, kann der Chef oder von Schlief darüber informieren, wieviel 0 Stunden gelegt gesehen, kann der Chef oder von Schlief konkret darüber informieren, wieviel Stunden von der Koordinatrice von MEC, SPL gelegt gesehen, auf wieviel Stunden von der Delegierte von der Gemeng bei diesem Projekt dann noch gelegt gesehen. Und dann den zweitletzten Teil von dieser globalen Frage, kann der Chef oder ist der Wandschrift informieren, wie viel vom Budget bislang gebraucht ist. Und kann der Chef oder ist Wandschrift darüber informieren, ob Konvention mit der MEC SPL verlängert ist und ob wie viel das Projekt dann budgetiert ist. Merci für die Informationen. Gern. Das sind auch schon viel Frohen dazu. Also, denke ich froh. Wie viele super Senioren wir 100 sind dann eng, die für die vier Gemengen aktiv sind. Wobei ja dann ein von den dran, wenn er kann auf Schritter 12 Stunden gehen, kommen auch noch rumgedreht. Dann zu der Frau, wie viele 12 Stunden bislang gelegt gesehen, das sind da 10, die am Oktober gelegt gesehen und sind dann nach 80 geplant. Wohl wissen, dass Konvention am Juli auch gelaufen ist und an der Schulvakanzen keine Aktivitäten sind. Dann von der Koordinatrice von MEC, wie viele Stunden da gelegt gesehen, das sind da 240, die auf die 4 Gemengen abgedeelt sind, bislang an einer ersten Phase sind die gelegt gehen. Und aktuell schafft sie 30 Stunden die Woche. Zu den Stunden von der Delegierten von der Gemeng, darüber führen wir keine Statistik. Also wir so da nicht, so viele Minuten hast du Heilo geschafft, oder so viele Minuten schaffst du da. Zu Dinger froh am Budget, das sind 3.662 Euro und 12 Cent von Juli 2025 bis Juni 2026. Dann den letzten froh. Die Konvention, die läuft automatisch weiter, bis das eng von den Parteien mit engem Präavis von 3 Monaten kündigt. Aber weil das Projekt ja recht angelaufen war, sind wir nach dem gucken, wie alles funktioniert und dann machen wir eine Evaluation. Okay, merci Conny für die flotte Antworten. Gerne. Wenn ich das richtig verstanden habe, der Tisch sind dann eng für 4 Gemengen. Wie viel sind da dann von Schötter? Eng, die hier an der Gemeinde wohnt. Engdam hier an der Gemeinde? Engdam, ja. Okay, gut. Okay, merci. Gerne. Dann gucken wir da zusammen und falls ihr etwas könnt, dann wissen wir, wo wir uns adressieren. Gut. Merci. Voilà, merci für die Frage. Gehen jetzt auch noch Fragen. Ja, wenn ich mein Dokument fand. Ein von den Fragen betrifft an sich Schütterstufe. Wisst ihr, du etwas mehr mittlerweile darüber oder weil das ja eigentlich Anfangs November, wo bei nämlich soll verlängert gehen, respektive den Bauerei das nicht mehr soll machen. Ja, aber ich meine, das ist genau von den Punkten, wo wir wollen, Hanno, mal dir schwätzen. Ich meine, wir sind nicht direkt responsabel für die Schütterstufe, noch für den Ball, wo dann Jérôme davon erholt, aber du gehen da zusammenhängen und über die gingen wir gerne Hanno schwätzen. Ja, okay, super, absolut kein Problem. Dann eine Sache am Biereler Grund, das an sich etwas, was die Vierste von Sandpfeiler betrifft. Da sind 2 Brücken, die über den Biereler Berg gehen. Und die laufen ziemlich auf der Feld. Ich meine, da wird alle nicht drüber gehen, dann wird es wahrscheinlich an 2, 4. Das ist schon nicht mehr da. Beschluss nicht 4 Gründe. Merci. Okay, die andere Sache ist Beschwer, du eben an der Hand, da sind noch viele Baumschläfe, habe ich gewirrscht. An Plätzeweise seid ihr noch die Deckspuren von den Traktoren, von den Pneuen. Ich meine, du solltest vielleicht den gucken für die Wand, wenn die schwere Wand gibt,
da sehen die Spuren rauskriieren dann du Boden freiert weil gi aber trotzdem normal Leute spazieren ich meine das war schon cool noch immer vollends zufrieden Das scheint zu hören. Ich will aber kurz eine Antwort geben. Also am Bieler Grund sind effektiv bei der letzten, wie die Lechkelo zu Straße durch die Überschwemmung waren, wie du massiv Wasser aufkommen sind, die Brücken zum Teil eng ganz fortgeschwunden. Das kann ich mir da an die anderen beschädigt gehen. An die Fürster kümmert sich da drum, dass dann nicht den Fürster von Senninger Birsch mit denen von Sandpfeiler, wie dass die Brücken romanisch kommen. Aber das wird ein bisschen dauern. Das geht nie von Haut auf Mur. Mit dem Problem ist bekannt, an die kümmert sich drum. Alles was lo Spuren am Busch ugeht, wo geschläft wird oder auch immer, also ich sehe viele Leute, die sich so mal viele Leute, die spazieren gehen oder so, und hey, aus dem Wasser, was steht denn da, und so weiter. Ich gehe da doch immer 4 Runden dafür, ich meine, das Leute, wir dürfen nicht an den Busch gehen, das Leute bei hinten. Und sie gucken auch da noch, das geht auch nicht so sehr, wie in sich das gerne hat, aber das ist hinten, sie meinen da dann, das ist auch bekannt. Aber das nicht als nächste Woche 14. Also das dauert immer alles ein bisschen. Sonst noch frohen, der Publikum? Frohen, Roger. Ah, der Roger weiß, wie es geht, dann war auf dem Mikro. Du sollst nicht vergessen. Ja, schönen guten Abend. Aber ich wollte am Anfang just eine kleine Bewegung machen. Ja, über die Sache Campingkaren, chemische Toiletten zwischen. Wo kann ich die dann inzwischen? Ja, das ist gut froh. Das steht schon im Reglement, dass du nicht darfst. Steht nicht drauf, wie es da sollst machen. Hey. Ja, okay, betrifft mich nicht, weil geht nämlich, weil heute ist das schon wie lange geht das System, das nennt sich Sog. Das heißt, du müsstest gut kein Produkt an die Toilette dran und durch die Frischluft, die angesaugt wird, zersetzt sich die Fäkalien und dann stinkt es doch auf die Summe nicht am Auto. Das heißt, das ist ein neues System. Das geht schon wie lange an dem Sinne. Ja, das war schon eine Bemerkung, die ich das war schon gut. Weil ich aber kann proposieren für Leute, die dann so Probleme haben, da sollen sie mal zu Bad Rex rufen. Die können ihnen ganz bestimmt sagen, wo sie das können lassen. Ja, im Ausland tun wir effektiv extra Entzündungsstationen dann von den so viert, wo ihn dann das dort rasch hat, in dem Sinne, ja. Mein zweite Frage ist, das ist eine Frage. Nee, schon der Pume. Mein zweite Frage ist, es war für Jahren schon jetzt, für zu Straßen beim Waschspur, die Rehe neu zu machen. Die Füge der Toyo, Birleberg, die raufkommt, das Wasser, also die zwei Rehe, das nicht packt, und dann ist alles überschwemmt. Wir hatten schon Loremenke, wo den Auto Henke gelassen und dann richtig Chaos fahren. Ja, okay. Wie geht das da schlussendlich gemacht? 2026. Also pro Chance über das gesagt, das wäre ein Projekt, dem sie neben 6 umsetzen, sie und zu und am Budget viel gesehen. Normalerweise müssen die das nächstes Jahr machen. Ja, und dann war ganz viel Debatten darüber, über die Asch, die beim Rödebeschau fallen. Das soll geboten gehen, gefeierlich ist, mit 3 Schilder, die abgestaltet sind. Also sind dummer da sicher, dass die Leute durch den Busch gehen können. Oder wie verstehe ich das? Also da ist die Situation ja so, dass sie privat Büscher, und da hat Gemeinde schon mehr gemacht, wie sie schmisst, wenn wir wollen, aber da das Bürger sicher, da können tröppeln, wir haben ja alle die Leute angeschrieben, sie müssen das gucken, sie müssen für Sicherheit suchen, Sicherheit nicht mehr, sie sollen sich beim Fürster melden, der Fürster ist auch ganz engagiert, ich war selber mal auf der Platz mit einem von den Proprietären von den größten Parzellen, der will das doch machen, der geht auch mit, die anderen zu überzeugen, du hast einen drinnen, den vielleicht nicht will, du musst gucken, weil den aber lieber selber möchte, dann kriegt den Zuen vom Holz an selber machen, da weiß ich nie, wie nie. Und so weiter mit die Sache, die lebt, und die müssen schon geregelt sind, an andere Temps für die Wehen nicht so zu machen, weil wir können ja okay forcieren, also das muss man auf Gericht gehen und dann das schon etwas geschieht und so weiter, das ist alles nicht so einfach. Haben wir aber mal Schulter abgerichtet, da sind dann noch fest, dass du aber ein Gefahr hast, weil das Problem ist auch, dass es Bischebeben sind, wenn es loische Beben sind, die daher den, wenn nicht aufhängt drauf zu fallen, dann möchte Greicher, bei einem Bischebeben ist das nicht so, dafür ist die Situation umso mehr gefährlich. Die hast natürlich über die Jahre gewusst, ja so nicht von gestern, aber da soll schon ein paar Monate, wo wir da auch an den Druck sind, und ich hoffe, dass es dem nicht selbst steht, aber wie gesagt, den Fürster hat so einen Kontakt mit den meisten Proprietären,
Lächt Informationsstand von mir als den net so bereet ass fir mat ze machen, méi all die aner wie lo bereet an da könnt eng Firma an dat kastleit doch neicht, weil die Holzmatuelen is natürlich auch kein Holz, mit dann awer gemerkt an das eng Responsabiltäit doch als proprietär. Ja, okay, man muss immer da leben. Dann még lächt, dat das dann de leidliche Problem mat Straße Breck. Ich weiß jetzt, ob dat alle mat geht huet. Die Breggers für 14 Dich nur zum 4 Jahre bei einer Nacht- und Nebelaktion nur gefangen gehen zu verschrotten. Das ging der Moyen gegen halb 5 von der Sockel aufgefallen, wo bei den Leuten 1000 aus dem Teil aus dem Schaf gefallen sind, die direkt unter den Nift gewohnt haben, was richtig Comedy gemacht wird, an die und dann da dann von 4 Jahre und dann Breck klein geschnitten. Breggers nämlich da, an die 5 Jahre sie rum, wo sie ja geplant war, dass sie restauriert gin oder eng neu gebaut gin, wann ich Kolmer Bierschëllen, du huet et 2 Joer gedauert, du wär die Äl fort an die Nei wär do an provisorischem fort, also das ist ganz schnell gang. Ha dauert et lo schlussendlich awer lo vun de Joer an das nach man eich geschiet an se gëtt läffen immer gefleckt, sos fir an engem Mountrem gefleckt gin hunn se fir en Träger de brede Wee rausgeschnitten, den se gewirselt hunn Makadams Placke zosteck gewirselt beim Mopléier direkt an so fuhr me da lo virun an dem sinn. Ich wisse Di woset wahrscheinlich alle go net, mit Breggers nemi do, Breggers verschrott gin. Wenn et Breg wächkol, wo ass eng wiske Mënsch wie sos mat Zangen klein geschnitte gin. Also sos zersteiert gin. De Patrimon ass nemi do. Merci. Ja, ich mengen gut ass Tag gesot hues. Das mir net op dem Projekt sinn, dat war ich schon gewusst, ich schon gesot. Ich mengen Minister dass dat schriftlich gehen, dass die Brick net ze flecke wir an das neue Projekt von enger neuer Brick könnt. Wenn ich we lo net, mir können dann enke nofroen, ob se schon am Planning ass vu Branchose fir du kannst eng präzise Antwort gehen, weil ich die Informationen hat ich net. Du se so zu Kolmar Birsch, du wees net wievi Vierlaufzeit as du war. Das bedauerlich, dat net beschéet gesot und dass die Brick den derm de Zeit wäsch gemerkt gin ass wahrscheinlich vors Deusebun awer beschéet, weil so Sachen so Chanzien sind awer immer Ruf eng vom Zug Verköier Streck war gespart, war du könnt de Leder wahrscheinlich her, weil auch do de Risiko muss berechen gehen an sich die do fuhren. Also do sind einer Verwaltungen am Zug das net gemeng, das net als Brick. Mir brauche es auch net zu bezahlen, wann eng Neido hin könnt, dat mcht anderen. Mir hat wo eng so krit, das war mir do historisch, den historisch Waller gingen wollen an Vitrin setzen und so weiter, dann dürfte mir dat gerne machen, mat der entsprechender Verwaltung zu summen. Do kann in der Nolo enke frohen, wie dann do mal rass. Bon, Foto zu meiner so spät, ich hoffe, dass ihr den da gemerkt wird. Ja. Voilà. Sos nach eng froh. Also ich große Merci für die interessante Frohen und dann wünsche ich einen schönen Abend und dann bis die nächste Kehr dem Publikum dabei ist noch einen schönen Abend und voilà. Merci vielmals, Annette.